Was das Allerwichtigste ist, wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. So sieht sie mich aus, ne? Das Allerwichtigste ist, dass er ein guter Kerl ist. Ach, herrlich, Leute. Ich habe heute mal ein Uralt-Trikot aus dem Schrank gepult. Ist auch schon ein bisschen mitgenommen. Das eine oder andere Brandloch noch von früher. Spannt ein wenig, aber mir gedacht, komm, wenn wir letztes Mal hier so in Nostalgie verfallen sind, habe ich mal eins rausgekramt. Gut, erstmal Servus und natürlich auch Servus an die Mara, die nicht antwortet, was frech ist. Ja, ist ein bisschen später dran heute. Sehr gut. So, wie sieht's denn aus, Leute? Wie sieht's aus? Was geht ab? Golden Retriever erstmal moin, zum ersten Mal hier und Mr. Mini auch. Moin. Püschel moin, Sepp, servus, Pitpax, servus, Black Samurai, Alex, Euchid, Neutonitex, Blondie. Servus und Glückwunsch zu 4000 Followern. Ja, wow! 4000 Follower, wenn ihr 4000 Leute wären, dann kannst du gratulieren. Meinung zum Urbich-Transfer. Boah, ich denke, Kampfdampfer ist mal Servus. Denk mal, den Transfer können wir mal Mitte nächster Saison beurteilen. Vorher wirst du das wohl nicht beurteilen können. Euchi, genau, danke erstmal für 100 Bitties. War ein bisschen leise, wa? Ein bisschen lauter machen. Den kann ich mal leiser machen hier. Ne, wie gesagt, Urbich, ach, keine Ahnung, was willst du da beurteilen, Leute? So, erstmal habe ich den noch nie spielen sehen, ja, weil ich kein Köln gucke und keine U21 spiele. Interessiert mich halt nicht. Und ja, das wirst du nächste Saison beurteilen können. Oder spätestens in 1,5 Jahren, wenn Neuer abdankt. So, dann kannst du das beurteilen, ob das ein guter Transfer war oder nicht. Was willst du da jetzt beurteilen? So, keine Ahnung, 8 Mille, 9 Mille, 10 Mille mit irgendwelchen Boni oder was. Leute, das ist ein halbes Jahresgehalt von Leroy Sané. Also, wenn da auch nur ein Fünkchen Potenzial in dem Jungen ist, dass er ein großer Torwart werden kann, ja, dann let's go, Alter. Selbst wenn er ihn später für 2 Millionen verramschen sollte, weil er das nicht gepackt hat bei uns. Ja, machst du nichts falsch. Alles gut. Ja. So, keine Ahnung. Ich kann den nicht einschätzen. Wie gesagt, das wird man sehen, wie da der Plan ist und ob er die Stepper macht, ob er sich dahin entwickelt oder nicht. So. Wir haben schon so viele Talente bei uns gehabt, die dann den Sprung geschafft haben und die den Sprung nicht geschafft haben. Also von daher, ja, wenn der auf dem Markt ist und du kannst ihn kriegen und du hast ein Torwartproblem in den nächsten 1,5 Jahren, wenn wir es nicht jetzt schon haben, ja, je nachdem, wie man das sehen möchte, ja, dann musst du den mitnehmen. Fertig. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Weil wir reden ja jetzt nicht über 30, 40, 50 Millionen oder was. Ja, geschweige denn irgendein Jahresgehalt, was irgendwie übertrieben wäre. Also von daher, aus meiner Sicht alles gut. Ja, Ulle wird aufhören am Ende der Saison, da gehe ich von aus, dass man den nicht verlängern wird. Dann hast du einen Daniel da, dann hast du den Jungen da und gut ist. Ja, aber wie gesagt, also ich weiß nicht, ob Köln jetzt wieder flüssig ist, wenn die da 8 Millionen einnehmen. Also ich denke, die haben genug Minus durch ihre Zweitliga-Abstieg. Also da brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Und nochmal, wenn du ein Talent kriegst für den Preis, ja, wir reden immer auf anderen Positionen, Alter. Da kriegst du für 8 Millionen keine Talente, wa? Also warum nicht? Alles ist doch gut. Aus meiner Sicht. Reiche Mario, servus. Black Samurai, servus. Ja, aber da müssten wir die Talente halt auch endlich mal die Chancen geben, wa? Also wir haben schon immer Talente gut. Wir haben auch schon immer genug Talente in der zweiten Mannschaft gehabt. Siehst du ja, wo sie mittlerweile spielen, wie erfolgreich sie da spielen. Also Talente haben wir schon immer gehabt. Wir haben ja auch schon immer Talente verpflichtet. Ja? So, du musst die Talente halt mal einbauen. Hast du diese Saison bisher ja auch nicht geschafft. Also bringt ja nichts, nur die Talente zu verpflichten und dann vergammeln zu lassen. Ne? Also von daher. Ja, ist doch egal, ob der bei Köln die Nummer 1 ist, Alter. Wen interessiert das denn?
doch wurscht. Es kommt darauf an, was er für ein Talent hat, oder nicht? Dass du als junger Spieler irgendwelche Leistungsschwankungen hast und Köln das nicht gebrauchen kann, wenn die um Aufstieg in die erste Liga spielen, ist doch klar. Gerade auf einer Torwartposition. Ja. Natürlich ist der Junge jetzt nicht geholt, um zu sagen, du stehst hier ab morgen im Tor. Ey. Der ist halt geholt worden, um was von Manuel Neuer mitzunehmen und vielleicht die nächsten 2, 3 Steps bei uns zu machen. So. Und entweder packt das oder packt es nicht und dann wird er in 1,5, 2 Jahren, keine Ahnung, wird er vielleicht nochmal verliehen und wenn es dann auch nicht packt, dann wird er verkauft werden. Und ja, wie gesagt, dann kannst du das beurteilen, so, ne? Also ich denke, wenn man U21 Nationaltorwart ist, wird man schon ein gewisses Talent haben, ja. Und wenn er jetzt bei Köln auf der Bank sitzt, ja, alles fein. Nochmal, die können sich keine Experimente erlauben, die wollen in die Bundesliga zurück. Ja, guckt euch den HSV an, wie oft die da Jahr für Jahr da oben sind und dann irgendwann wegbrechen. Also das kann sich ein erster FC Köln nicht erlauben, Alter. Von daher ist das schon verständlich, dass man da lieber im Tor auf Erfahrung setzt, wa? Als wie auf irgendeinen jungen Wilden. Also weiß ich nicht, ob man das jetzt als Qualitätsmerkmal nehmen muss. Aber wie gesagt, bei mir auch nur das bloße Draufgucken. Ne? Ich habe von dem Jungen noch nie was gesehen. Also ich weiß nicht, ob er eine Kanone ist oder nicht. Und ja, ich gehe natürlich mit, dass ein Peretz natürlich erstmal die Chance kriegen sollte bei uns. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen ja auch auf Weitsicht schauen. Und es wäre dumm zu sagen, wenn das wirklich ein großes Torwarttalent ist und man kriegt es für 8 Millionen, zu sagen, ach nee, brauchen wir nicht. So, ja. Ich denke, es ist völlig fein, wenn Manuel Neuer aufhört, dass dann ein Konkurrenzkampf dahinter tobt. Ja, das kann ja nicht schaden. Ne? Haben wir ja damals auch gesehen mit Kraft und wie hieß der andere? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo ein Olli aufgehört hatte. Also von daher alles gut. Ich denke, wir haben schon genug mehr Millionen in irgendeinen Sand gesetzt oder setzen die gerade im Sand, wenn wir mal zu Alphonso Davies kommen würden, als wie jetzt 8 Millionen für ein junges deutsches Torwarttalent. Ja. Meiner Meinung nach hat man Obig vor allem deshalb geholt, um zu verhindern, dass die Konkurrenz ihn verpflichtet. Schließlich gilt er als eines der größten deutschen Torwarttalente. Dennoch habe ich Zweifel, ob er sich langfristig beim FC Bayern durchsetzen kann. Immerhin ist er bei einem Zweitligisten nicht einmal Stammspieler. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir nach neuer Karriere einen absoluten Top-Torhüter für eine immense Summe verpflichten müssen, aber wer weiß. Ja, wie gesagt, das weiß man noch nicht. Ne? Da gehe ich ja mit. Wissen tut man es nicht, aber man wäre doch dumm, jetzt das nicht zu nutzen, ne? Wenn der Junge überzeugt ist oder es versuchen möchte beim FC Bayern. So viele wollen das doch gar nicht erst. Ne? So, und der wird ja wissen, worauf er sich eingelassen hat. Der wird ja wissen, Manuel Neuer ist noch mindestens 1,5 Jahre da und da werde ich kein Spiel machen. Ne? Da ist erstmal noch ein Daniel Peretz und da ist noch ein Ulle. So. Aber er wird mit Sicherheit bei uns auch besseres Entwicklungspotenzial haben wie in Köln. So. Wenn er in Köln auf der Bank sitzt, kann er bei uns vielleicht immerhin in der zweiten Mannschaft spielen. So. Mal abwarten. Und ja, kann natürlich sehr gut sein, dass wir in 1,5 Jahren dann sagen, komm, wir hauen jetzt 80, 90, 100 Millionen raus, um Torwart zu verpflichten. Wer weiß das schon. Aber weiß ich nicht. Wir reden jetzt hier über 8 Millionen beim Unternehmen, was über 1 Milliarde Umsatz macht. Also ganz ehrlich. Ja, let's go, Alter. Wie gesagt, da sind andere Handgelder für Vertragsverlängerung höher. Also warum? Warum nicht? Sehe ich nicht so. Sehe ich jetzt nicht so wild. Vielleicht überrascht uns Obig ja auch und startet bei uns voll durch, dass man Nübel und Peretz nicht das volle Vertrauen schenkt, scheint jedenfalls offensichtlich. Ach, das weiß ich auch nicht. Also, dass man Nübel nicht das Vertrauen schenkt, gehe ich mit. Tue ich nämlich auch nicht. Den will ich gar nicht bei uns sehen, den Kasper. Dass man Daniel nicht das Vertrauen schenkt, glaube ich, weiß ich nicht. Von außen immer schwer zu sagen. Nochmal, wenn doch da so ein, wie du gerade selber schreibst, so ein Talent ist, ja, ein deutsches überragendes Torwarttalent, ja, natürlich musst du ihn holen, wenn du die Chance hast als FC Bayern, Alter. Ja? Ich glaube nicht, dass das heißt, dass man Daniel Peretz nicht vertraut oder dass ein Daniel Peretz jetzt verkauft wird oder verliehen wird oder die Nummer 4 oder sonst was ist. Das glaube ich nicht. Das ist einfach eine Investition in die Zukunft, um zu gucken, hey, so, wie weit geht der Weg des Jungen oder wie weit halt nicht. Ja? So, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein Zeichen an Daniel Peretz ist, dass er beim FC Bayern nicht gewünscht ist. Also, nee, das glaube ich persönlich nicht. Ja, ich weiß, viele Medien schreiben da wieder sich ein zurecht. Also, ich glaube das nicht. Dafür war Daniel Peretz viel zu stark, wenn er gespielt hat.
So. Ja, aber Fakt ist doch auch, du brauchst 3 Torhüter. Ja. So, und ich gehe nicht davon aus, dass er mit dem Ulle nochmal verlängert. Ich meine, er hat diese Saison schon kaum Spiele gemacht, also. Da macht es auch mehr Sinn, du hast einen Jungen als Nummer 3 dahinter, ja, und gut ist. Jo. So, was habe ich hier verpasst? Nee, also da bin ich schon eher auch bei Blondie, was ein Arznung betrifft. Haben wir auch schon öfter gehabt, das Thema. Kann ich ja auch ganz kurz 2 Sätze zu sagen. Wenn du den Jungen, also erstmal musst du die Vorbereitung sehen, da war er stark. Dann ist er Nationalspieler geworden, hat Nationalspiele gemacht für sein Land und war da stark. Und dann lässt man ihn auf der Bank versauern. So, wir reden jetzt nicht über, wie es jetzt bei so einem Spieler ist, so der Ersatzspieler bei Köln in der 2. Liga ist. Also wir haben über einen Jungen, oder wir reden bei Azno über einen Jungen, der Nationalspieler geworden ist, obwohl er beim FC Bayern in der 2. Mannschaft gespielt hat. Ja? Also das ist schon ein Unterschied. Also der kann schon etwas. Ja? Der ist schon ein paar Schritte weiter. Und dann zu sagen, den lasse ich mal ganz außen vor, ja. Könnt ihr euch fragen, warum das so ist? Es geht darum, dass Alphonso Davies seinen Vertrag verlängert. So, ja. Und keinen anderen Hintergedanken. So, weil das Leistungspotenzial hätte er mit Sicherheit gehabt, um mal ein paar Chancen zu bekommen bei uns im Kader. Das auch mit 20. Nochmal, dieses Altersthema ist so ausgelutscht, Alter, dass ich einen Kackreiz kriege. So, werf einfach einen Blick nach Graugänse Hansi. Mehr brauchen wir nicht sagen. Ja. Der FC Barcelona macht das seit Jahrzehnten. So, da laufen Spieler auf, die 16 sind, die sind Stammspieler. So, also kommt mir nicht immer mit diesem scheiß Altersthema und ja, das kannst du bei einer Spitzenmannschaft wie ein FC Bayern nicht machen. Doch, kannst du machen. Punkt. Einfach Punkt, Alter. Ja? Du hast ja den Gegenbeweis in deiner eigenen Mannschaft mit Jamal Musiala und Pavlovic. Über was reden wir? Das ist völliger Schwachsinn. Ja? So, der hat halt gar keine Chancen gekriegt. So, wollte mir jetzt sagen, der war im Training so unterirdisch, dass es nicht gereicht hat, mal als ein Verteidiger aufzulaufen gegen, was weiß ich, St. Pauli, Kiel oder Hoffenheim oder sonst was? Ich bitte euch. Komm, wir wissen alle, warum das so ist, weil man Fonzie Davies den Zucker in den Arsch blasen musste, damit er seinen scheiß Vertrag verlängert und damit er nicht weggeht und ein Jamal Musiala ein Jahr später hinterherzieht, weil sein bester Bro weg ist. So, das sind die Gründe und keine anderen. Feierabend. Meine Meinung dazu. Chico! Guten Abend. Was geht? Geht's ja besser oder was? Rensing hieß er, genau. Michael. Hans-Jörg Buth, ja, der war ja auch mal bei uns. Ja, ja. Ja, Blondie, nochmal, ich glaube nicht, dass das ein Misstrauensvotum für Daniel ist. Sorry, das glaube ich nicht. Also beim besten Willen nicht, schon gar nicht im Tor, Alter. Also schon gar nicht im Tor. Auf anderen Positionen würde ich da vielleicht sogar mitgehen, aber nicht im Tor. Also im Tor ist Erfahrung so viel wert. Nee. Also ich glaube nicht, dass das ein Misstrauensvotum für Daniel Peretz ist, dass man jetzt den Ubi verpflichtet hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, das kann natürlich jeder anders sehen, ne? Ja, Black Samurai, habe ich ja gerade was zu gesagt zum Thema Azno. Ist für mich eine Ausrede, sorry. Und das hat nichts mit Spitzenmannschaft zu tun. Nochmal, guck nach Barcelona, guck, wie wir mit Jamal Musiala verfahren sind, wie wir mit dem Pavlovic verfahren sind. Ich gehe ja mit, dass man sagt, ja, den kannst du jetzt nicht jedes Spiel da reinbringen oder den kannst du jetzt nicht von 0 auf 100 in der Champions League in Rotterdam da reinwerfen, da gehe ich mit. So, aber wir hatten so viele Situationen diese Saison, wo wir keine Außenverteidiger hatten, wo Conny Leimann Linksverteidiger gespielt hat und so weiter und so fort. Und man hat ihm da nicht die Chance gegeben. Obwohl man sich in der PK da hinsetzt und sagt, ja, der Junge ist überragend. Der trainiert überragend. Ja, der ist ganz kurz davor. Also nee, das ist Schwachsinn einfach. Das sind dumme Ausreden, nicht mehr und nicht weniger. Ganz einfache Kiste. Da hat man einfach nicht die Eier gehabt, den in Konkurrenz zu Fonzie Davies zu setzen, eben aus dem genannten Grund.
Das ist das Thema. Nichts anderes. 100 Pro. Ich garantiere euch, wenn Fonzie Davis seinen scheiß Vertrag verlängert und die nächste Saison anfängt und ein Aznu stärker ist wie ein Davis, wird ein Aznu da auflaufen und nicht ein Fonzie Davis. So, Thales, schönen guten Abend. Ja, wie gesagt, ich denke auch nicht, dass das ein Misstrauensvotum ist für einen Peretz. Also. Ja, wir holen auch schon immer Talente eben. Nee, Eberl und Freund machen keinen guten Job bisher. Freund weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur Max Eberl an seinen Worten beurteilen. Und die Worte, die er letzte Saison erzählt hat und wie er gerade handelt, ist ein Widerspruch in sich selbst und deswegen macht er keinen guten Job. Er macht allein schon keinen guten Job, dass so viele Verträge auslaufen. In dem Jahr, wo man sich gerade befindet. Ja, allein deswegen macht er schon keinen guten Job. Du kannst doch nicht als Spitzenmannschaft, die eine Champions League spielt, 3, 4, 5 Spieler in deiner Mannschaft haben, wo Verträge auslaufen, wo die jetzt von sämtlichen Vereinen angefragt werden und irgendwelche Flauseln in den Kopf gesetzt werden. So. Ja, allein das kann es doch schon nicht sein. So, wir reden ja nicht über, was weiß ich, Buxtehude FC, Alter. Ja, wir reden über eine Mannschaft, die ins Finale da home kommen möchte in der Champions League. So, warum machst du dir eine Baustelle auf mit so viel dummes Zeug? Da können die sich noch 100 Mal da hinsetzen und erzählen, ja, das hat alles keinen Einfluss auf die Mannschaft, das hat alles keinen Einfluss auf die Spieler, das ist alles gar kein Problem und wir haben noch 4 Monate Zeit, bis die neue Saison anfängt. Jeder verfickte Verein auf dieser Welt darf gerade diese Spieler ansprechen. Punkt. Ja? Ja. Also kein guter Job, nein. Ich Kohle, wir werden daher abgeben und Ulle wird mit Manu zusammen verlängern. Okay. Ja, mal abfahren. Also ich glaube das nicht. Aber wer weiß das schon, ne? Wir wissen es ja alle nicht. Wir müssen abwarten und es sehen. Also ich bin von Daniel überzeugt, was ich bisher gesehen habe. Aber wenn der Verein das nicht ist, ja, dann ist das nicht. Ne? Das können wir ja nicht beeinflussen, Alter. Wenn Kompanie jetzt sagt oder was weiß ich oder ein Freund oder ein Eberl oder alle drei zusammen sind sich einig, so wisst ihr was, also der Peretz, das reicht einfach nicht für den FC Bayern. Ja? Weil, was weiß ich, A, B, C, D, E, F, G. So, das werden die uns nicht mitteilen, ja. Wenn sie das aber so sehen, ja, dann müssen sie den Spieler abgeben und dann müssen sie den Obig verpflichten. Punkt. Ja. Fertig. Ja, dann verstehen wir das wieder nicht, genauso wie wir es mit De Ligt nicht verstanden haben oder mit dieser Entscheidung oder dieser Entscheidung. Aber ja, wir sehen halt auch nicht alles. Ne? So, von außen betrachtet, wie gesagt, für mich ist das ein Transfer in die Zukunft. Hopp oder top. So, das sind 8 Mille, die du vielleicht in den Sand setzt. Oder dass es 5 Mille sein, wirst du mit Sicherheit noch mal ein bisschen was wieder rausholen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Transfer ist, wo man sagt, jo, der Junge ist jetzt die Nummer 2 hinter Manuel Neuer. Also nee, sorry. Das glaube ich persönlich nicht. Aber, wer weiß, wir werden es ja erleben, ne? Nee, also ich würde die Transferphase nicht abwarten. Selbst wenn Eberl jetzt die Verträge alle verlängern sollte, die er verlängert haben möchte, wird er die zu Konditionen verlängern, die katastrophal sind. Ja. Das werden Zahlen sein, die werden uns dastehen lassen wie die letzten Vollpfosten. Ja. Brauchst du nur das Thema Davis nehmen, die Zahlen, die da gerade kursieren, ob die nun stimmen oder nicht, wissen wir eh nicht. Aber auch ein Kimmich wird nicht für weniger Geld verlängern, der wird nicht ohne ein Handgeld verlängern, dasselbe wird ein Davis nicht tun. Ja, wenn man sogar noch mit einem Sané verlängern wollen würde, dann ist die Katastrophe komplett. Ja, also, du wirst so oder so nicht gut aus dieser Transferphase rauskommen. Ja, mir ging es jetzt nicht darum, ob die alle verlängern, sondern ob sie einfach mal die Eier haben zu sagen, tschüss. Nee, haben sie ja nicht. Ja, und dann macht sie auch keinen guten Job. Nee, genau, tun sie ja auch nicht. Aber sonst hätten sie das ja bei Liebe schon kommuniziert, wenn sie da der Meinung wären. Aber tun sie ja auch nicht. So.
Das Thema wird ja totgeschwiegen. Da wird nur immer, ja, nee, wir sehen das nicht so. Der Leroy ist eine Maschine, der Leroy ist Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Ist ein guter Kerl. Ne? So, also wird man doch klar kommunizieren. Pass mal auf, Leroy, die letzten 5 Jahre waren so eher mittel. Wir haben uns dazu entschlossen, dein Gehalt einzusparen und uns anderweitig umzuschauen. Und gut ist. Feierabend. Ja. Aber die Eier haben wir nicht. Also vielleicht intern, ich weiß es nicht, vielleicht ist es intern so kommuniziert. Aber glaube, dann hätten wir auch schon irgendwas gehört, dass ein Leroy da und da im Gespräch ist und da kurz vor der Unterschrift steht oder sowas. Haben wir auch nichts gehört. Also. Ja. Das ist schön, Chico, dass du auf dem Weg der Besserung bist. Bei dir alles gut? Ja, bei mir ist alles gut, soweit. Könnte schlechter sein. John Jay, nach langer Zeit endlich wieder im Stream, ja. Servus. Ja, ich denke das auch, Blondie. Ich denke auch, Adam Aznu wird bei uns keine Chance mehr haben. Weil man darf ja nicht vergessen, hoffentlich, ja, ist spätestens zur nächsten Saison ein Ito da, der Linksverteidiger spielen kann. Stunny ist ja auf dem Weg. Wir müssen mal abwarten, was mit dem Boué ist. Das ist ja auch so ein Sonderfall. Vielleicht bleibt der ja mal irgendwie eine Saison verletzungsfrei, was ich auch nicht glaube. Aber dann könnten Stunny auch noch links spielen. Und boah, ja, schwer dann. Ne? Also wenn man den Jungen nicht aufstellt, wenn man nur einen Außenverteidiger zur Verfügung hat, wie soll man ihn dann nächste Saison aufstellen, wenn man 5 zur Verfügung hat? Ja, also schwierig. Aber wer weiß. Wie gesagt, wenn Fonzie Davis den Vertrag verlängert hat, denke ich, wird man ihn nicht so viel Zucker in den Arsch blasen. Wobei die letzten Spiele ja gut waren von Fonzie, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Aber auch da hätte man in dem einen oder anderen Spiel halt einfach auch sagen können, pass mal auf, ey, so, das Spiel steht 3-0, komm. Davis raus, Aznu mal rein, 20, 30 Minuten. Warum hat man das nicht getan? Habe ich letzten Stream schon gesagt, meine These. Stellt euch vor, der überzeugt. Der überzeugt da mehr, wie es ein Fonzie auf dieser Position tut. Wie willst du dann rechtfertigen, dass du einen Fonzie Davis so viel Geld in den Arsch schiebst und den Vertrag unbedingt verlängerst? Nach all dem, was er abgezogen hat letzte Saison. Könntest du dann nicht. Ja? Weil dann wird jeder schreien, du hast doch einen Adam da. Ist doch eine Maschine. Ja? Könntest du da nicht mehr rechtfertigen. Und deswegen sitzt der Junge die ganze Saison auf der Bank. Das ist mein Call. Nichts anderes. Einfach Vereinspolitik. Ja? Hat uns Tuchel ja in seiner Saison schön Einblick gegeben, wie das ist beim FC Bayern. Und deswegen sehe ich, dass das so ist. Ja? Was traurig ist. Für den Jungen und auch für uns. Ich glaube, dass Kompany Angst hat, dass ihm intern und medial der Arsch versohlt wird, wenn er die jungen Talente einsetzt, während die Alteingesessen auf der Bank schmoren und das scheitert. Also da bin ich ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Dass das ein Kompany so sieht. Ich glaube, in Kompany wird er auch eher so die Ansagen gekriegt haben, wir müssen da mal ein bisschen, wie ich gerade gesagt habe. Das glaube ich schon, aber es ist ein Kompany jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass er der Typ dafür ist, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, so wie er sich nach außen gibt. Aber wer weiß. Vielleicht ist das auch so, ja. Man hat es ja leider nicht geschafft, die Spieler loszuwerden im Sommer, teilweise. Baus in der Haus, servus. Du musst es auch so sehen, dass man Spieler im Laune halten muss. Es geht auch darum, dass Leimer und Raphael auch Spielzeit brauchen. Ja, nee, da bin ich kein Freund von. Habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ja. Und wenn ein Conny Leimer oder ein Rafael Guerrero besser ist wie ein Adam Aznu, dann sollen sie spielen. Sind sie das aber nicht, dann haben sie nicht zu spielen. So, ganz einfache Kiste. Ja. Das ist so das Problem, was wir die letzten Jahre hatten beim FC Bayern. Genau das war doch unser Problem in den letzten 2 Jahren. Dass wir immer der Laune wegen und der Eitelkeiten wegen die gleichen Spieler spielen gelassen haben und die Talente wieder weggeschickt haben. Wie ein Gravenberg. Ja, geh sie durch im Zentralmittelfeld. Ich brauche sie nicht wieder alle aufzählen, habe ich letztens nämlich schon gemacht. Da müssen wir halt von wegkommen. Ja. So. Und ich glaube nicht, dass Kompany dafür der Typ ist. Aber ich denke schon, dass er da ein paar Anweisungen gekriegt hat, eher auf bestimmte Spieler bezogen, von wegen der Vertragssituation. Ja, das glaube ich schon.
Hat Tuchel ja auch so kommuniziert, dass das bei ihm auch so war. Also, warum sollte das dann bei dem Kompanie anders sein? Aber klar, ich verstehe schon, was du meinst mit bei Laune halten und sowas. Ja. Aber dann musst du die Spieler halt, wenn sie die Leistung nicht bringen, dann musst du da mal knallharten Kurs fahren. Ja. Fertig. Aber das wirst du beim FC Bayern halt nicht erleben. Finale, wir kommen ja nicht mal unter die ersten 8. Ja, wir gucken uns gleich mal an, wie wir noch unter die ersten 8 kommen würden. Das ist ja schön aufgelistet auf Bayern-Seite, habe ich gerade gesehen. Da gucken wir gleich mal rein. Ja, das Geschwätz rächt sich ja nicht vom Finale. Erstmal ist es natürlich völlig noch möglich, das zu erreichen. Ja. Mich persönlich glaube da nicht dran. Dafür sind wir einfach... Ja, dafür haben wir zu viele Baustellen in dieser Mannschaft, Alter. Ja. So, das haben wir ja auch in der bisherigen Saison teilweise schon gesehen. Und da müssen schon... Die Schlüsselspieler müssen alle wirklich on point sein dann. Ja. Damit da eine Chance ist. Aber das musst du immer in der Champions League. So, du darfst keine Verletzten haben, es dürfen bestimmte Spieler nicht ausfallen. Dann hast du eine Chance, natürlich. Ja, wir haben einen starken Kader, wir spielen guten Fußball, gar keine Frage. Dass der Fußball aber auch zehrend ist, sieht man jetzt. Ja, dass wir nach dieser kurzen Pause, 4 Spiele, 5 Spiele gemacht haben und die Mannschaft sieht aus, als hätte sie seit 2 Jahren durchgespielt. Ja. Schwierig. Ne? Aber dass ich das recht, nee, das war halt einfach überheblich. Ja, komplett überheblich. Nur weil ein Finale in München ist, sich dahin zu stellen und so eine Scheiße zu labern. Also, da würde uns manchmal einfach ein bisschen Realismus gut tun, ne? Muss man einfach so sagen. Ich verstehe das, dass man da... Schönen Stream allen. Erstmal danke, Pösche, für den Primey. Dass man da auf der Jahreshauptversammlung sich vielleicht dazu hinreißen lässt, da um den Saal da ein bisschen... ja, verstehe ich schon irgendwo, aber... Ja, ein bisschen mehr Professionalität hätte er gut getan, wahrscheinlich. Ja, das ist mir klar, dass ein Musiala noch bis 2027 Vertrag hat. Ja, du hast einen Davis nicht mit aufgezählt, ne? Aber ist ja auch wurscht. Ja, zu Tell wurde in der Winterpause auch gesagt, er ist wichtig und spielt die letzten 3 Spiele keine Minute, aber Sané darf Kacke spielen und der Tausch zwischen Tell und Nkunku steht immer noch als Möglichkeit im Raum. Thema Tell, ich blicke da auch nicht durch. Also, habe ich ja auch schon gesagt, fairerweise muss man sagen, Tell hat schlecht gespielt. Ja. Jetzt das letzte Spiel fand ich sogar eins seiner besseren. Aber auch da hat man ja ganz komisch kommuniziert. Ja, man sagt auf der PK, ja, wir sehen ihn in der Mitte und dann darf er noch nicht mal in der Mitte spielen, wenn noch nicht mal ein Stürmer zur Verfügung steht. Also, dann spielt er ein Rafa Guerrero, ein Müller, ein Gnabry. Also Katastrophe halt auch, wie man mit dem Jungen umgegangen ist dann. So, das hat er sich aber selber zuzuschreiben so ein bisschen, weil seine Chancen, der hat genug Chancen bekommen, das muss man mal ganz klar sagen, ja. Und die waren alle unterirdisch. So, also das ist von beiden Seiten nicht gut bisher, diese Saison, muss man fairerweise sagen. Ob Kimmich sowieso bleiben wird, bin ich mir nicht sicher. Also absolut nicht. Ich würde gerade eher sagen, dass er den Verein verlässt. Und ich glaube, es wird dem FC Bayern gut tun. Ja, das ist doch völlig gut, Blondie. Dass das für dich so ist, dass Ebel und Freund kein gutes Bild abgeben. Gehe ich mit? Für mich halt auch nicht. Aber da sind sie auch nicht alleine dran schuld. Ne? Das ist ja wieder so das Thema. Neben die Aussage von Hoeneß in der Sommerpause, ich glaube, ein Eberl und ein Freund hatten noch ganz, ganz viel vor mit dem Umbau dieser Mannschaft. So, und Uli hat dann einfach so ein Riegel davor geschoben. Ja? So, wie willst du eine Mannschaft umbauen, wenn du kein Kapital zur Verfügung kriegst? Ja? Geht halt auch nicht. Was schade ist. Oder schade war. Und dann musst du, wie wir es gerade hier gelesen haben, dann musst du diese ganzen Altlasten, die da sind, die musst du dann alle bei Laune behalten. Weil es bringt dir nichts, wenn du dann Stinkstiefel Leroy, Stinkstiefel Gnabry, Stinkstiefel X und Y in deiner Mannschaft hast und dann wieder diese Grüppchenbildung ist und dann ist der sauer, dann ist Josh böse, weil sein bester Bro Gnabry schlechte Laune fährt, weil er keine Rolle spielt und weißt du, diese ganze Klickenbildung in diesem Kader, die sich über 10 Jahre gewachsen ist einfach zum Kotzen und die gilt es einfach aufzubrechen, Alter.
Ja. Das ist halt auch noch so ein anderes großes Problem, was wir in dieser Mannschaft haben. Leider. Aber dafür spielen wir guten Fußball dieses Jahr. Hoffst auch, dass er geht für deinen Seelenfrieden. Das ist gut, Schatz. Sind wir uns ja einig. Für meinen Seelenfrieden auch. Nee, also mit meinem Seelenfrieden hat es nichts zu tun. Ich würde mir einfach mal was anderes wünschen. Ich sehe seit 10 Jahren die gleiche Fresse da jedes Spiel spielen, Alter. Egal welches Leistungsniveau dieser Mensch hat. Und das kotzt mich einfach an. Ey, wir reden über eine europäische Spitzenmannschaft. Ja. Es ist ja völlig fein. Wegen mir kann Kimmich sehr gerne bleiben. Ja, habe ich nichts gegen. Er spielt ja eine gute Saison dieses Jahr. Aber er muss dann auch in Frage gestellt werden, wenn er Scheiße spielt. Und er muss dann mal ausgewechselt werden dürfen. Und nicht da manchmal, der zieht manchmal eine Fresse auf den Platz, als würde er gleich anfangen zu weinen, wenn ihm der Schiri schon irgendwas sagt, was ihm nicht passt, Alter. Junge. Boah, wenn ich daran denke, wie viele Spieler wir vergrault haben, nur weil Kimmich und Goretzka immer gespielt haben die letzten Jahre, dann platzt die Birne, Junge. Ja, Mann, ey. Lieber wird genau beobachtet, jo, seit letzter Saison schon, ja. Hat's nur heute das Video von Insta, der Junge ist so stark. Barca macht es richtig, die spielen die Jungen. Das Beste, was Tuchel gemacht hat, war mit Pavlo. Ja, Tuchel hat mit Pavlo gar nichts gemacht, ey. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber ist auch okay. Habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Du musst das halt nicht immer am Alter festmachen. Du musst mal die Eier haben, so wie es Barca halt auch hat. Und nach Leistung aufstellen und dann ist gut. Insta kann ich nichts zu sagen. Ich bin nicht in Social Media unterwegs. Naja, Kimmich pokert oder Kimmich will das Maximale rausholen, weil man ihn eigentlich schon abgeschrieben hat. So, warum hat denn ein Eberl und ein Freund nicht letztes Jahr mit dem Kimmich verlängert? So, weil sie den Kimmich eigentlich gar nicht mehr in dieser Mannschaft haben wollten. Deswegen haben sie ja einen Palinja verpflichtet für 50 Millionen. Den haben sie ja nicht verpflichtet, damit er neben Kimmich spielt. Ja, den haben sie verpflichtet für Joshua Kimmich. So, das war der Plan vor der Saison. Dass da vielleicht im Idealfall Hansi Flick gekommen wäre und hätte gesagt, ach komm Josh, ich will dich unbedingt haben. Ich gebe den FC Bayern 30, 40 Millionen. Aber Barca hat nun mal kein Geld. Ne? Ein anderer Verein ist nicht gekommen. So, und dann hat Kimmich so stark geliefert, dass sein Kompanie von sich überzeugt hat. Bumm. Und deswegen saßen Palinja die ganze Saison auf der Bank. Das ist der Punkt. Und jetzt steht man da und der Kimmich macht so, lange Nase. Ja, und zu Recht. Völlig zu Recht. Ja, kann ich 1:1 verstehen. Das ist so das Thema. Man hat doch letzte Saison sich dahingestellt, der Max Eberl hat gesagt, yo, jetzt zählt's. Ich bin jetzt hier, ich gucke die nächsten Monate, wer hieß hier, gibt 110% für den FC Bayern. Alle anderen können den Verein verlassen. Ja. Und dann rudert man um 360 Grad, nee, es ist zu viel, um 180 Grad zurück, Alter. Und wundert sich dann, dass ein Spieler so reagiert, ja. Selber schuld. Eieiei. Rob, denke mal, bei Liebe geht es auch darum, dass Eberl eventuell die Hoffnung hatte, ihn noch im Winter zu Arsenal oder ähnliches flippen zu können und daher ins Schaufenster zu stellen. Das ist ja eine wilde These. Mit welchem Spiel möchtest du denn Leroy ins Schaufenster stellen? Mit dem einen guten Spiel im 15. Einsatz, wo er 2 Tore gemacht hat? Mit welchem Spiel würdest du ihn sonst ins Schaufenster stellen? Alle anderen Spiele waren katastrophal. Du kannst ihn damit nicht ins Schaufenster stellen. Du hättest ihn besser ins Schaufenster stellen können, wenn du sagst, ich lasse Leroy gar nicht spielen. Er spielt beim FC Bayern gar keine Rolle. Dann wären vielleicht Vereine gekommen und hätten gesagt, komm, halbes Jahr, wir geben euch noch 10. Ja? So ein Ding. Welcher Verein soll denn kommen? Welcher Verein soll denn kommen und sagen, ach Leroy, Alter, du bist so geil, komm, ich gebe dir 20 Mille bei uns. Komm bitte zu meinem Verein.
Utopie. Macht doch keiner. Das ist doch das Schlimme. Und dann ist bald zurück und dann hast du 4 Torhüter. Ja, und wo ist denn das Problem? Nochmal, ihr glaubt, also jetzt mal ernsthaft. Ja, ich dachte, wir wären mit dem Thema durch, aber ich sage noch einen Satz dazu. Ihr könnt doch jetzt nicht ernsthaft glauben, weil man Ubich verpflichtet hat, dass der jetzt die Nummer 2 beim FC Bayern ist, oder was? Der eine Nummer 2 beim Zweitligaklub ist. Das glaubt doch keiner ernsthaft, oder wie? So, der Junge wird geholt und er wird 1,5 Jahre Zeit haben, dann wird er seine Entwicklungsschritte machen oder nicht, ja? So, ja, wenn Ulle private Probleme hat, was er gerade hat, und Peretz verletzt ist, ja, dann wird der Junge vielleicht eine Alternative sein, aber doch nicht, wenn die anderen beiden da sind. Ja, dann ist er die Nummer 3. So, wir wissen doch alle gerade nicht, was beim Ulle abgeht. So, der Ulle sitzt doch wahrscheinlich jetzt da gerade nur auf der Bank, weil ein Peretz verletzt ist. Ja? So, der Ulle war die ganze Zeit nicht da aus privaten Problemen. So, deswegen wird man den verpflichtet haben, den Jungen. Und das ist doch völlig fein. Genau, Black Samurai, du schreibst es ja auch. Eine geile Idee wäre für Bayern, alle Mitglieder sollen einen Spieler mal wählen, die sich für Bayern wünschen. Das wäre mal fantastisch, aber das ist so Fantasie, funktioniert leider nicht. Der FC Bayern bekommt es noch nicht mal hin, dass alle Mitglieder bei wichtigen Entscheidungen im Verein ihr Stimmrecht wahrnehmen können. Wie soll der FC Bayern es dann hinkriegen, von jedem Mitglied irgendwie eine Umfrage beantworten zu können? Also. Was natürlich auch Schwachsinn wäre. Das wäre so ein Just-for-Fun-Ding, ja, da gehe ich mit. Aber mehr halt auch nicht, ne? Das weiß ich nicht, was mit dem Ole los ist. Das weiß ja keiner. Also zumindest hat es noch kein Bildreporter herausgefunden. Weiß ich nicht, was da los ist. Müssen wir ja auch nicht wissen. Das sind private Sorgen und das muss auch reichen, wenn man das weiß, oder? Ah nee, wird womöglich irgendwas zur Ausnahme bekommen am Ende der Saison. Am Ende der Saison interessiert uns das nicht mehr. Dann ist der Vertrag aufgelöst und dann kann er machen, was er will. Ja. Ist das absolute Wunschdenken mal 100, um unter die ersten 8 zu kommen? Da reicht nicht mal die Fantasie von 500 Kindern zusammen. Das gucken wir uns gleich an, Chico. Das schauen wir gleich rein. Also für mich ist das auch ist das nicht möglich. Aber wir gucken gleich, was passieren muss, damit das möglich wird. Pösche, nochmal danke, ne? Und dir natürlich auch einen schönen Stream. Bin ja gleich unten angekommen am Chat, dann gucken wir mal rein. Dennis, Grüße. Findest du, man müsste in diesem Transferfenster noch auf dem Flügel zulegen? Das kommt drauf an, welche Ziele man hat. Das kommt drauf an, welche Ziele man hat. Aber du müsstest ja erstmal Spiele abgeben, sonst haben wir ja wieder das gleiche Thema, wie wir es die ganze Zeit haben. Könntest natürlich in Leroy Sané mal klar kommunizieren, dass er keine Rolle mehr spielen soll in diesem Verein. Dann hättest du schon mal einen weniger, dann könntest du natürlich auch jemanden verpflichten. Ansonsten müsstest du ja erstmal jemanden abgeben. Hat ja auch ein Uli Hoeneß klar kommuniziert. Ja. Also von daher, was soll da passieren? Es wäre schön, wenn es wirklich so ist, was man gerade liest, dass man die Chance hätte, einen Nkunku auszuleihen, dann let's go, Alter. Aber ansonsten wird da nichts passieren. Das weiß ich nicht, an was für ein Interesse das liegen soll. Du musst doch mal sehen, wen hättest du denn jetzt rausnehmen sollen für ein Tell? So, ein Kingsley ist gerade stark und ein Michael ist sowieso stark. So, ein Serge hatte eigentlich auch ganz gute Form, aber letztes Spiel war wieder Katastrophe. Leroy hatte sein bestes Spiel dann vor 3 Spieltagen. Da musste ihm natürlich im Spiel danach bringen, ja, dass das dann natürlich wieder so abfällt. Ja, war natürlich abzusehen. So, aber willst du den Tell, der Leistungen gebracht hat, die absolut nicht Bundesliga-Niveau hatten, willst du den dann da hinstellen und wie willst du das kommunizieren?
Ja, pass mal auf, King und Michael, ja, ihr könnt jetzt nicht spielen, weil hier ist ein Mathys Tel, der was? Er hat mit keinem Einsatz, den er bekommen hat in dieser Saison, gerechtfertigt, dass er nochmal einen Einsatz bekommt. Mit keinem. Mit wirklich keinem. Wenn du das mal in Verhältnis zu den anderen Spielern setzt. Der arbeitet null mit nach hinten. Null. Nur Alibi-mäßig, wie es ein Sané und ein Serge jahrelang gemacht haben. Selbst die arbeiten mehr nach hinten, als es ein Tell gerade tut. So, was willst du mit dem? Erst recht im Company-Fußball. Company sitzt in jeder PK und sagt, wie wichtig es ist, dass die ganze Mannschaft mit nach hinten arbeitet. Und Mathys Tel tut das null. Wirklich null. So, was erwartet man dann? Entweder kriegt der Junge jetzt die Kurve, kriegt das in seinen Schädel rein oder halt nicht. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, sorry, so stark er letzte Saison war, so sehr ich ihn als Typ mag, wenn er das endlich nicht in seinen Schädel kriegt, ja, und mal eine Leistungssteigerung kommt, ja, dann wird es für den FC Bayern nicht reichen. Punkt. So. Und wenn er sich dann da hinsetzt und sagt, er will nicht ausgeliehen werden, ja, dann sitzt er auf der Bank. Punkt. Ganz einfach. Ja? Also wir brauchen nicht reden, dass ein Mathys Tel zu wenig Chancen diese Saison bekommen hat. Er hat genug Chancen bekommen. So. Und entweder reicht es dann für den FC Bayern oder nicht. Und wenn nicht, ja, dann kann er sich ausleihen lassen. Vielleicht macht er dann den Stepper. Ja. Beim anderen Verein kommt er gestärkt zum FC Bayern zurück. Oder halt nicht. So. Ganz einfache Kiste. Ja. Ob das jetzt ein junger Spieler ist, wie Mathys Tel, oder ob das, was weiß ich, ein Serge Gnabry, ein alteingesessener Hauding ist, hat doch keine Rolle zu spielen. So, es geht um Leistung. Wir reden über Leistungssport, Leute. So, und fairerweise war ein Tell eine Katastrophe diese Saison. Punkt. Das letzte Spiel war so ein kleines Aufglimmen. Ja? Aber auch da war die Arbeit nach hinten eine Katastrophe. Wenn du das vergleichst mit allen anderen Flügelstürmern, selbst ein Leroy Sané arbeitet mehr mit nach hinten. Das sagt eigentlich schon alles aus. Ja? Und da muss man sich nicht wundern. So. Erinnert euch an Robben und Ribéry damals, die mussten das auch erst in ihre Schädel kriegen. So, und entweder kriegt das ein Mathys Tel jetzt in seinen Schädel rein oder halt eben nicht. Ja? Und wenn er das nicht reinkriegt, wird er bei Vinny, wird er schwer haben. So, ganz einfach. Und ansonsten, ähnlich wie Harry Kane im letzten Spiel, er braucht halt einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis. Er muss einfach vorne mal ein Tor machen, dann wird auch alles wieder ein bisschen lockerer, weil dass er das kann, hat er letzte Saison gezeigt. So, ja. Aber er muss seine Einstellung ändern, was das mit nach hinten arbeiten anbelangt. So. Das wird er machen müssen unter diesem Trainer. Der legt da einfach 110% Wert drauf. Ja? Ganz einfach. Ich kann mal Thema Tell Company verstehen, wo Bayern schon 13:0 geführt hat, dürfte Tell auch spielen, aber beim Ende des Spiels sollte man eher Erfahrung Chance geben. Ich kann beim Thema Tell Company verstehen. Wo Bayern schon 3:0 geführt hat, dürfte Tell auch spielen. Aber beim Ende des Spiels sollte man eher Erfahrungschance geben. Also wenn ich den Satz richtig verstehe, kannst du ein Company bei Tell verstehen. Aber du denkst, dass wenn man 3:0 führt, man eher Erfahrung der Chance geben sollte, anstatt jungen Spielern. Das sehe ich dann anders, wenn das so gemeint ist. Also ich sehe schon so, wenn man 3:0 führt, sollte man locker 2, 3 Talente bringen können, ohne Wenn und Aber. So, da müssen die Erfahrenen genug Erfahrung haben, um, selbst wenn du dann nochmal irgendwie ins Schwimmen gerätst, das Schiff auf Kurs zu halten. Also. Weil sonst haben die Jungen ja nie eine Chance bei uns zu spielen. Ist Kimmich das Problem? Auf was bezogen ist Kimmich das Problem? Auf für mich jetzt gedacht, oder was? Was Kimmich nach Dortmund? Wie soll Dortmund sich denn Kimmich leisten können, Alter? Kann sich der FC Bayern kaum leisten. Seranto, moin. Ich glaube, da ging es um Sané. Na, auch den kann sich Dortmund nie leisten. Wie ich schrieb, so verzweifelt sind die auch nicht. Nee.
Die haben gerade genug eigene Sorgen, ey. Da brauchen die nicht noch so eine Pfeife da in ihrer Mannschaft. Bayern plant derzeit, dass Jonas Obich in der zweiten Saisonhälfte die Nummer 2 mit Daniel Peretz und Sven Ulreich abwechselt. Ab Sommer wird Obich die feste Nummer 2 hinter Manuel Neuer sein. Peretz wird voraussichtlich ausgeliehen. Ja, guck mal, das ist doch schon mal schön. Du zitierst erstens hier irgendeine Quelle. Plätti Goal. Ganz gut. Ja, Plätti. Plätti ist ja natürlich, ja, so, ja, der ist so drinne. Er ist quasi mit seinem Schädel im Arschloch von Max Eberl und spielt Handpuppe mit ihm. Also, Leute, Alter, was ist denn los mit euch? Ey. Keine Ahnung. Nimm mal nur alle Schlagzeilen der letzten 4 Wochen. Nimm die mal alle. Lies dir die mal alle durch. Und dann noch, der Beste, ja dann noch, Peretz wird voraussichtlich ausgeliehen. Ja, was jetzt? Wird er ausgeliehen, wird er nicht ausgeliehen? Ich kann mich auch hier hinsetzen und sagen, ja, wisst ihr was? Der Peretz wird wahrscheinlich nächstes Jahr ausgeliehen. Weil... Junge, lese ich gar nicht weiter. Junge. Kannst du auch hier FCB News gehen, Alter. Junge. Wenn es danach geht, dann wäre der Nkunku ja schon seit 5 Wochen bei uns. Hätten wir ihn ja schon verpflichtet. Also, Jungs, ihr müsst mal aufhören, irgendeine dumme Scheiße, was irgendwelche dummen Idioten schreiben, weil sie irgendwas schreiben müssen, damit sie Klickzahlen bekommen, damit sie Kohle verdienen, von sich geben. Nimm doch das, was in einer PK beim FC Bayern gesagt wird. Nehmt doch mal das. Und ich garantiere euch, spätestens zum Wochenende hin wird mit Sicherheit die Frage kommen, weil in der Champions League sitzt meistens nicht jemand dabei, von Freund oder Eber. Spätestens am Wochenende wird bestimmt die Frage kommen, wie ist denn jetzt die Planung mit dem Urbich und mit dem Peretz? Ja? Und dann könnt ihr doch mal abwarten, was da gesagt wird. Aber doch nicht, was irgendein Spacko auf irgendeine Social-Media-Plattform schreibt, um irgendwelche Klicks zu erzielen, Alter. Junge. Was hältst du von Ulreichs Aktion Rote Karte? Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, warum er sie gesehen hat. Wenn du das weißt, kannst du mir das sehr gerne schreiben. Aber dann bitte mit Quellenangabe. Black Samurai, ja, da gehe ich mit. Das ist ja auch, was ich immer sage. Wenn so ein Spiel 3-0 steht, ja, dann wechsel die Jungen doch ein. So. Ja? Ist doch alles fein, oder nicht? Und dass ein Tell jetzt beim 2:1, was ein knappes Spiel war, aufgrund seiner letzten Leistung nicht gespielt hat, ist für mich völlig fein. Ja? Das war ein super wichtiges Spiel für uns. Und die ganze Mannschaft war nicht oder ist nicht gerade so auf dem Leistungsniveau. Und ist doch klar, dass du da nicht einen Tell bringst, der diese Saison noch nicht ein Spiel wirklich überzeugt hat. Ja. Ja. Klar, dass man dann trotzdem Leroy da reinwirft, können wir noch das andere Fass aufmachen, aber das haben wir diese Saison schon oft genug getan. Gut, komm, wir gucken mal rein, wie unser Weg in die Nicht-Quali ist. Wie wir unter die ersten 8 kommen. Ich finde das schon wild, dass der FC Bayern das aufschlüsselt auf seiner Seite. Das finde ich schon wild. Also, gehen wir mal rein. Heimsieg gegen Bratislava ist natürlich Pflicht. Ja, sollte ja klar sein. Wir müssen unser Spiel gewinnen, bla bla bla. Am besten 8:0, wie ich gelesen habe, oder so ein Scheiß. Aber logisch, wenn du gegen Bratislava nicht gewinnst, dann hast du es aber auch nicht verdient, Alter. Die haben noch nicht einen Punkt geholt in dieser Saison. Also, grandios, oder? Selbst Dortmund steht vor uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mannschaften, wo man vielleicht, oder nehmen wir 9 und 10 mit dabei, mit 15 Punkten, wo du rein theoretisch dran vorbeiziehen könntest. Du musst aber an 1, 2, 3, 4, 5, 6, an 7 Mannschaften vorbeiziehen. Damit du unter die ersten 8 kommst. Das gucken wir uns jetzt an, wie das geht. 14. Platz Dortmund. So. Dortmund spielt gegen Schachtja Donetsk.
Jetzt nichts gegen Dortmund, nichts gegen Schachtja, aber das wird Dortmund gewinnen. Ja, so. Das heißt, wir müssten schon mal um 3 Tore höher unser Spiel gewinnen wie Dortmund, um an Dortmund vorbeizuziehen. Prinzipiell möglich. Bei unserem aktuellen Fitnesslevel habe ich da persönlich ein paar Zweifel dran. Erst recht bei unserer aktuellen Form da vorne. Aber wer weiß. So. Platz 13, Stade Brest. Hat am Mittwoch zum Abschluss der Vorrunde Real Madrid Platz 16, 12 Punkte zu Gast. Gut, Real wird vielleicht einen Punkt holen, vielleicht auch gewinnen. Ja, wer weiß. Also das ist möglich. Können wir einen gut machen. Dortmund ist vielleicht auch möglich. Ja, mit viel Glück. So. Was ist mit Lille? Gibt es keine These zu, oder was? Haben wir verschluckt. Geil. Bild. 11. Platz Feyenoord. Ja, gut. Das ist natürlich schon wild, ne? Achso, die spielen gegen Lille, deswegen untereinander. Okay, müsste ja schon heißen, im Idealfall unentschieden. Ja, genau, würden die Münchner beide überholen. Sollte es im Duell einen Sieger geben, würde der FCB immerhin am verlierenden Team vorbeiziehen. Wild. Also müsste hier schon mal unentschieden kommen. AS Monaco. Gastiert beim Viertplatzierten Inter Mailand. Die Italiener benötigen noch einen Punkt, um in der Endabrechnung definitiv. Gut. Wenn die bei Inter spielen, ist da ein Unentschieden locker drin. Wahrscheinlich sogar ein Inter-Sieg. Könntest du also vielleicht holen, Monaco. Aston Villa. Aston Villa empfängt am Mittwoch Celtic Glasgow. Ja. Weiß nicht, wie Aston Villa gerade drauf ist, aber so schlecht glaube ich jetzt auch nicht. Nichts gegen Celtic. Celtic ist heimstark, aber weiß ich nicht. Ist natürlich auch immer Brisanz drin. Wer weiß. Leverkusen. Leverkusen spielt am letzten Spieltag bei Sparta Prag. 4 Punkte. Ja, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, dass Leverkusen dieses Spiel nicht gewinnen wird. Atalanta Bergamo. Für Bergamo geht es am Mittwoch zum bereits sicher unter den Top 8 stehenden FC Barcelona. So, in Barcelona, ich weiß nicht, ob Hansi da sagt, komm bis Champions League, wir gehen mal auf Eier schaukeln. Kann ich mir auch nicht vorstellen. AC Milan. Milan ist am letzten Ligaspieltag bei Dynamo Zagreb zu Gast. Ja. Tipptopp. 5. ist Atletico Madrid. Gastiert am Mittwoch beim FC Salzburg. Die sind immer für eine Überraschung gut, aber sind gerade auch wieder besser in Form. Also unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Was hat Chrissy gesagt? Das Gute ist, dass wir nicht ausgeschieden sind, meinte der Vorstandsvorsitzende. Ja. Also, das sind unsere Chancen. Ja. Viele Wenns, Alter. Ja, für mich steht fest, wir spielen die Quali-Runde und gut ist. Ja. Interessanter ist dann eher, gegen wen wir spielen. Na. Mit ein bisschen Glück. Ja, kannst du ja gerade gar nicht vorhersagen. Weil es ist ja so, dass 9 und 10 bildet ein Pärchen und spielt dann gegen 23 und 24, wird da zugelost. Also das weiß ja eh nicht. Kann ja alles passieren. Und du kannst halt auch gegen eine deutsche Mannschaft spielen. Ma? Es kann also auch selbst sein, dass wir, keine Ahnung, gewinnen wir nicht oder gewinnen wir Dortmund nicht oder so. Bis weit genug auseinander kannst du auch gegen Dortmund spielen. Du kannst auch gegen Stuttgart spielen, die ja eh noch unten rumpimmeln. Alles ist möglich in der Champions League. Aber wir werden Quali-Runde spielen. Alles andere würde mich maßlos überraschen. Ihr habt es ja gerade gesehen, da müssten so viele Faktoren zusammenkommen. Also, wer daran glaubt, ist ein Träumer in meinen Augen. Genau, da muss schon sehr viel zusammenkommen. Sehr unwahrscheinlich. Das sehe ich genauso. Da gewinne ich eher als im Lotto. Wenn wir aber ehrlich sind, haben wir es aber auch nicht verdient, unter die ersten 8 zu kommen. Punkt. Ja. Also in Barca und in Feyenoord, die Auswärtspartien, weiß ich nicht. Waren schon wild. Aston Villa war auch wild. Also deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer, so irgendwie
groß zu glauben, dass wir in der Champions League irgendwie richtig weit kommen, weil, ja, schaut mal auf die Auswärtsleistung, die wir gezeigt haben in der Champions League. Das ist schon schwierig, ne? Ja, natürlich auch immer mit ein bisschen Pech dabei, keine Frage. Aber natürlich in Regelmäßigkeit. Ne? Das muss man halt leider so sagen. Ich meine, wir können mal in die Auswärtstabelle gucken. Gibt es die hier auch in der Champions League? Mit Sicherheit. Da werden wir wohl nicht so groß strahlend dastehen, wie ich behaupten. Tabelle. Auswärtstabelle. Ja, 25. Ja. Auswärtstabelle, 25. So. Will man dann irgendwie argumentieren, man hat es verdient, unter den ersten 8 zu stehen? Ich glaube nicht, oder? Damit kann man das Thema auch abhaken, Alter. Was hältst du von dem neuen Champions League-Format? Es ist auf jeden Fall interessanter, wie dieses Gruppenformat. Ich finde es gut, dass man gegen 7 unterschiedliche Gegner spielt. Ich finde es völlig beschissen, dass alles in eine Tabelle ist. Ja, der Sinn erschließt sich mir nicht. Sage ich euch, wie es ist. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. So gar nicht. Ja? So wirklich gar nicht. Da hättest du genauso gut sagen können, keine Ahnung, was haben wir? 36 Mannschaften. Da hättest du genauso sagen können, ich mache 4 Gruppen A, 9 Teams. Jede Mannschaft hat 8 Spiele. Jede Mannschaft spielt gegen jeden Gegner einmal. Du hast 4 Gruppen. So, die ersten, was weiß ich, 4 oder die ersten 3 kommen weiter. Der dritte, der vierte und fünfte spielen eine Quali gegen die anderen vierten und fünften und Bums. So. Ich verstehe den Sinn nicht dahinter zu sagen, ich gucke in eine Tabelle rein, wo ein FC Liverpool Erster ist, gegen die ich nie gespielt habe. Ein FC Arsenal Dritter ist. Ein Inter Mailand Vierter, gegen die ich nie gespielt habe. So, das erschließt sich für mich nicht und finde ich auch nicht wirklich interessant. Ja. Aber das habe ich schon vorher gesagt. Also so finde ich es geil. Ich finde es auch schön, dass am letzten Spieltag noch spannend ist. Das wäre es aber auch, wenn du jetzt vier Gruppen hättest. Ja, bin ich mir sicher. Weil die Qualität der Mannschaften, ja, du hast ein paar, die natürlich abkacken. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann mit dieser Tabellensituation nichts anfangen, wo 36 Teams drin sind. Wo ich gegen 8 Teams nur spiele. Ja. Da stehen Mannschaften vor mir, obwohl wir nie gegeneinander gespielt haben oder hinter mir. Also, I don't know, das ist nichts für mich. Verstehe ich nicht. Fühle ich nicht. Ansonsten so ist es natürlich interessant, ja, für so diese, weiß ich nicht. Vielleicht für Event-Fans, wenn man die so nennen mag, weiß ich nicht. Ist das vielleicht interessanter? Ja. I don't know. Aber das muss jeder für sich wissen. Wie gesagt, ich finde es gut. Also diese Gruppenphase vorher war Müll. Ja, war super uninteressant. Ja, mit ein bisschen Pech hast du mal 2 starke Gegner gehabt, machst hin und Rückspiel. Dann hast du einen Fallobstgegner gehabt. Es wäre schön gewesen. Eine 9er-Gruppe, ja, wo du 8 Spiele gegen die anderen 8 spielst, wäre doch geil gewesen. Du hättest eine Tabelle gehabt, die wirklich was aussagt, weil jeder gegen jeden spielt. Tippitoppi. Ne? So ist es. Ja, die Tabelle ist halt, keine Ahnung. Ist wild. Ja, das kommt ja auch noch dazu, ne? Nimm mal Paris Saint-Germain, guck dir mal die Gegner an, die Paris hatte und guck dir mal die Gegner an, die wir hatten zum Beispiel. So, ne? Da wäre doch so 4 9er-Gruppen wäre doch viel ehrlicher gewesen. Ne? Das verstehe ich halt nicht. Also, dass sie das geändert haben, dass man gegen mehrere Mannschaften spielt, völlig geil. Finde ich richtig gut, dass wir gegen so viele verschiedene Gegner gespielt haben. Wir haben die letzten Jahre schon fast immer dieselben Gegner gehabt. In der Champions League Quali. Ja, in der Gruppenphase. Das war jetzt zum Kotzen, Alter. Ja? Deswegen das schon geil, aber warum nicht 4 Gruppen machen? Warum eine so eine riesen Liga-Tabelle da? Das erschließt sich mir nicht. Ja.
Walli Golio, genau. Meine Meinung zum Obig-Transfer habe ich schon getätigt vor einer halben Stunde. Und zu der anderen Aussage, Taylor Nkunku, habe ich auch schon genug gesagt, zu dieser ganzen Plätti oder Sky oder Bild oder Sportbild oder SZ oder FC Bayern News oder sonst was. Brauche ich mich nicht mehr zu äußern, Alter. Gut. Werfen wir vielleicht kurz einen Blick auf die erfreulichen Sachen, damit wir auch was Erfreuliches hier heute haben. Gucken wir uns mal die Tabelle der Bundesliga an. Die Gesamttabelle bitte. So, da sind wir auf einem guten Weg, oder? Das Spiel gegen Freiburg war schon ein Big Point für uns. Definitiv. Natürlich bedingt dadurch, dass Leverkusen Federn gelassen hat in Leipzig. Aber dadurch können wir natürlich ein bisschen entspannter in den Februar gehen. Ja? Wo wir die 3 Knaller hintereinander haben mit Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart, was zufällig Platz 2, 3 und 4 ist. Aber da kannst du natürlich ein bisschen relaxter reingehen. Auf jeden Fall. Mal den Teufel an die Wand, selbst wenn alles schief gehen sollte und du solltest jetzt alle 3 Spiele verlieren, bist du halt immer noch im Rennen um die Meisterschaft. Und das ist doch gut. Natürlich vorausgesetzt, du gewinnst die Spiele bis dahin. Ja, das ist ja auch noch nicht in Stein gemeißelt, aber so sieht es natürlich erstmal gut aus. Und gibt uns ein bisschen Luft. Ein bisschen Luft zum Durchatmen. Denke ich. Wird man natürlich sehen, wie es dann ist, wenn die Spiele anstehen. Ob dann die Situation immer noch so ist oder vielleicht sogar noch besser. Wer weiß. Mal abwarten. Aber ja, da sind wir auf einem guten Weg aktuell. Und dann kann man das Spiel, so wie es war, in Freiburg auch mal verkraften, oder? Denke ich. Kann so bleiben, die Tabelle. Na, was soll denn Dortmund in der 2. Liga, Alter? Und dann am besten steigt Darmstadt auf, oder was? Ich denke, wir haben schon genug ja, wie soll ich es formulieren, Alter? Vereine in der 1. Liga, die super uninteressant sind. Ja, die sind da völlig verdient, sportlich, ja, völlig verdient, wenn man es halt einfach, haben wir auch schon öfter gehabt, das Thema, wenn man es halt einfach viel, viel besser macht, wie irgendwelche Traditionsvereine, sind sie natürlich zu Recht in der 1. Liga. Aber ganz ehrlich, Alter. Ich brauche kein Spiel gegen Hoffenheim, ich brauche kein Spiel gegen Heidenheim, ich brauche kein Spiel gegen Holstein Kiel. Ich brauche kein Spiel gegen Augsburg, Alter. St. Pauli können wir noch drüber streiten, aber am Ende des Tages brauchst du auch das Spiel nicht. Ich brauche kein Spiel gegen FSV Mainz 05, ich brauche kein Spiel gegen VfL Wolfsburg. Das sind Spiele, Alter, wow. So. Und Wolfsburg ist schon gefühlt 100 Jahre in der Bundesliga, Alter. Und die haben immer noch keine Fanszene. Wir werfen einen Blick in die Tabelle der 2. Liga, Alter. Ja. Natürlich sind die Mannschaften, die ich gerade aufgezählt habe, sind völlig zu Recht in der 1. Liga. Ne? Die haben es halt einfach besser gemacht wie die anderen Mannschaften. Aber ist das attraktiv für dich jetzt? Oder also für mich ist es nicht attraktiv, Alter. Ja, es ist dann schön, mal ein Spiel anzugucken. David gegen Goliath, so Bayern gegen Kiel, Bayern gegen Heidenheim, Bayern gegen Pauli. Ich meine, auf Pauli steppt wenigstens noch der Bär, alles gut. Nicht falsch verstehen, aber ja, am Ende des Tages, Alter, muss man sich dann halt auch nicht wundern, dass die Bundesliga immer unattraktiver wird. Ja. Ja. Guckt euch an, was teilweise Topspiele am Samstagabend ist, Alter. So, wen interessiert das denn? Keine Sau. Traurig, aber wahr. Ja. Aber das ist auch nur meine Meinung. Naja, guck dir den Zuschauerschnitt der 2. Bundesliga von den Vereinen an und vergleich das mal mit der 1. Liga. Oder mach mal eine Tabelle aus 1. und 2. Liga und dann guck mal rein, wo die ganzen Zweitliga-Vereine stehen. Dann weißt du halt, was ich meine, Alter.
Nochmal, wir reden über Leistungssport, das haben die alle verdient, die in der ersten Liga sind. Das ist auch immer mal schön, da so einen Verein drin zu haben, der das dann mal sportlich geschafft hat und da mal ein Jahr oder 2 ist, aber boah, weiß ich nicht. Ja. Dadurch wird die Bundesliga nicht wirklich interessanter, sagen wir es mal so. Liegt aber vielleicht daran, dass ich auch so ein alter Sack bin und ich natürlich viel, viel mehr mit dem HSV die Duelle gegen Bayern verbinde, mit Köln, mit Schalke, wie, was weiß ich, mit Hoffenheim, Heidenheim, Kiel zum Beispiel. Ja. So, auch mit dem FC Augsburg, da vom bayerischen Derby zu reden, ja, eine Katastrophe eigentlich. Ja. So, aber gut, es ist, wie es ist. Ja, natürlich können wir da nicht so. Natürlich, wie gesagt, sind die Vereine ja auch völlig zu Recht da. Die machen es halt einfach viel, viel besser und ruhen sich halt auch nicht aus auf ihren Erfolgen oder auf ihren Verein und auf, ja, so bei vielen Vereinen hast du ja immer so HSV, Schalke und so. Das hat immer so das Gefühl, so, ja, wir sind der HSV, wir sind die Unabsteigbaren oder Schalke und die ruhen sich halt dann darauf aus. So, auf das, was sie mal waren, was sie mal erreicht haben. So, und dann gehen sie zurecht in die 2., 3., 4. Liga oder verschwinden ganz in der Versenkung. Es geht nicht darum, ob das nicht zurecht ist oder nicht. Es geht nur darum, dass die Bundesliga halt super uninteressant wird. Sagen wir doch, wie es ist, Alter. Ja, kann man doch mal so klar äußern. Klar, für so einen FC Heidenheim-Fan, für einen Hoffenheim-Fan, für einen Kiel-Fan, selbst Union Berlin da mit rein. Ja, ja, ist schön, dass Union jetzt mal in der ersten Liga war, aber I don't know, Alter. So. Und da musst du mal den Hut vorziehen, dass man nochmal diese Erlöse erzielt hat, die man erzielt hat für die Fernsehgelder. Also das ist schon wild. HSV und Köln werden wiederkommen. Ja, der HSV kommt seit was? Seit 5 Jahren wieder? Ich glaube, der HSV war schon so oft da, wo er jetzt gerade ist, nämlich Tabellenerster in der 2. Liga und ist dann irgendwie um Spieltag 28 weggebrochen. Ja, und wenn du die Tabelle der 2. Liga anschaust, sind auch da jetzt 6, 7 Mannschaften, die 3, 4, 5 Punkte auseinander sind. Ja. Du brauchst nur eine Schwächephase, 3, 4 Spiele verlieren und du bist da oben wieder ganz schnell weg. Ja, also nur weil die jetzt gerade mal Erster sind, zu sagen, die kommen wieder, ja, haben die Hamburger die letzten 5 Jahre gesagt, oder was? Wie lange die da rumpimmeln. Ne? Ist halt so. Also ich würde es mir wünschen, so von der, wie gesagt, das liegt aber einfach daran, dass ich damit viel, viel mehr Emotionen verbinde. Ne? So. Das soll auch kein Diss gegen diese Vereine sein, die jetzt in der ersten Liga spielen. Aber vielleicht da mal das Thema ganz kurz aufzumachen, dass dann diese Vereine, gerade diese Vereine, die ich gerade genannt habe, sich dann darüber echauffieren, dass diese Vereine wie Bayern, wie Dortmund, wie was weiß ich wer, sagen, dass die Fernsehgelder, die zusätzlichen Einnahmen ein bisschen anders verteilt werden sollen, ja, muss man dann auch mal verstehen, Alter. Ja. Weil die Bundesliga bekommt nicht so viel TV-Einnahmen für einen Holstein Kiel, für einen Heidenheim, für einen Hoffenheim, für einen Wolfsburg, für St. Pauli, für Union Berlin, für Augsburg. Diese Vereine tragen null dazu bei, dass die Fernseherlöse so sind, wie sie sind. Auch ein FSV Mainz 05 nicht. Ja? Das tun einzig allein der FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Gladbach, Dortmund, Vereine, die Tradition haben, die eine Fanbase haben. So, wer schließt denn ein DAZN-Abo ab? Wer schließt ein Prime, ein Sky-Abo ab? Ja, wie viele sind denn davon Heidenheim-Fans, Hoffenheim-Fans, Union Berlin-Fans? Wie viele? Wie viele sind davon Bayern, Frankfurt, Stuttgart, Gladbach, Dortmund? Ja, weil die einfach eine viel, viel größere Fanbase haben. Und warum sollen diese Vereine dann nicht dafür auch den Anteil mehr bekommen? Das verstehe ich halt nicht.
Ja? Dass sich darüber dann diese anderen Vereine drüber aufregen, Alter. Die sollen froh sein, dass sie überhaupt so ein großes Stück vom Kuchen bekommen, wie sie bekommen. Ja? Das sind Vereine, die haben keine Fanbase, Alter. Das ist halt so. Und dann fühlen sie sich noch angegriffen. Ja? Dann sollen sie halt einführen, dass sich jeder Verein selbst vermarktet und dann gucken wir mal, wie viel Erlös denn so ein Heidenheim, Hoffenheim, Union Berlin oder wie auch immer generieren würde. Ja, was würden die denn generieren? Was würde ein FC Bayern oder ein Dortmund oder ein Frankfurt oder ein Gladbach generieren? Ja? So, das wäre doch mal interessant. Mach das doch mal ein Jahr. Lass mal diesen scheiß Fernsehvertrag jetzt auslaufen und sag dann mal ein Jahr, komm, lass mal jeden Verein sich selbst vermarkten. Ja, let's go, Alter. Was haben wir? 300.000 Mitglieder? Wenn der FC Bayern sagt, komm, Fuffi, ihr könnt jedes Spiel live gucken auf FC Bayern TV. Ja. Können wir ja mal hochrechnen. Brauchen wir nicht weiterreden, oder? Das verstehen die halt nicht, Alter. Und dann reden die immer noch so, ja, der FC Bayern ist so gierig, ist nicht solidarisch. Ja, was halt völliger Schwachsinn ist, weil ja schon der größte Betrag genommen wird und anhand der Leistung in den letzten 5 Jahren in der Bundesliga verteilt wird. Ja. So, und dann wird nochmal ein kleiner Betrag extra verteilt. Also kriege ich einen Kackreiz, wenn ich darüber nachdenke. Die 8. Zweitligasaison sogar schon von HSV. Alto Belly. Ja, wild. So lange sind die schon weg, ey. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, weil du ja dann auch weißt, dass das Geld an deinen Verein gehen würde, ne? So. Ja, na klar, das ist ja, was ich sage. Ne, darum soll man doch froh sein, dass es so ist, wie es ist. Ja. Und da muss man halt auch mal, ehrlich sein und da muss man mal sagen, ja, wenn ich halt, keine Ahnung, nehmen St. Pauli als bestes Beispiel, die sind, glaube ich, immer die Ersten, die schreien. Natürlich hat St. Pauli eine Fanbase und natürlich würde ein FC St. Pauli, wenn die sich selbst vermarkten, sehr wahrscheinlich mehr Geld, genau wie Union Berlin, mehr Geld einnehmen wie ein Heidenheim oder ein Hoffenheim, ja, oder wie Kiel oder sonst was, weil die einfach eine höhere Fanbase haben. Das ist schon klar. Aber was hat denn ein FC St. Pauli jetzt gerade groß zu melden? Wie lange waren die jetzt nicht in der ersten Liga? Das ist ihre erste Saison mal wieder in der ersten Liga. Ja. Was wollen die? Ich mag St. Pauli, ja. Keine Frage, ne? Aber mal auf diese ganzen Sachen bezogen oder auch Mainz 05, Alter. Mainz 05 ist das gallische Dorf, Alter. In dem Dorf sind die, ja, wow, Rheinland, yeah, da ist Mainz eine große Nummer. Außerhalb vom Rheinland, wer kennt Mainz 05, Alter? Keine Sau. Ja, wer kennt Mainz 05? Interessiert doch keinen. Aber ja, alle wollen sich die große Kohle reinschieben, Alter. Und heulen dann auf der anderen Seite wieder rum, dass die Bundesliga international nicht konkurrenzfähig ist. Das passt halt alles auch nicht zusammen. Mir ist schon klar, dass die Schere immer weiter auseinander geht dann. Ja, ist ja logisch. Die tut sich seit Jahren. Ja, aber so ist das nun mal im Leistungssport. Wenn du Erfolg hast, bekommst du Geld. Hast du keinen Erfolg, bekommst kein Geld. So, ganz einfache Kiste. Chico, hau rein. Ja, natürlich wird die Schere noch weiter auseinandergehen, aber ist das unser Problem? So, ist das unser Problem jetzt als FC Bayern? Ja, es geht doch darum, dass immer dem FC Bayern vorgeworfen wird, wenn es um diese TV-Verhandlungen geht, wenn es darum geht, der FC Bayern bekommt mal 5 Mille mehr von diesen 1,1 Milliarden Euro, dass dann die ganzen kleinen Clubs im Dreieck springen. Ja? So, darum geht es doch nur. Ich habe es doch gerade schon gesagt, rechne doch mal 3, 4, 5 Teams aus der ersten Liga raus, wie viel
Wie viel TV-Einnahmen oder wie viel Geld würden denn Fernsehsender zahlen für diese erste Liga, wie sie da gerade steht, von den Mannschaften her? Alter, das wären keine 200 Millionen. Keine. Rechne da mal Bayern, Frankfurt, Stuttgart, Gladbach und Dortmund raus. Kannst du selbst Leverkusen, die sportlich überragend sind, mit drin lassen. Was haben die für eine Fanbase? Ja? Guck dir das Stadion an, wie groß das ist. Rechne die 5 Clubs raus, Alter. Dann kannst du ja dann mal durchrechnen, wie viel Millionen Fernsehsender zahlen würden für TV-Rechte. Wen willst du interessieren, Alter? Keine Sau. Punkt. Ja, und da muss man sich nicht echauffieren, dass diese Clubs einfach ein bisschen mehr Geld von den Kuchen haben wollen. So. Weil, wie gesagt, würden diese Clubs sich selber vermarkten, ja, dann können sie die Liga nämlich abmelden. Da gebe ich dir nämlich recht. Das tun sie ja nicht. Das wollen sie ja auch gar nicht. So, aber da muss man halt auch mal einsehen, dass auch irgendwo mal Schluss ist, Alter. Ja, na klar hat Pauli ihre höchsten Einkünfte durch Merch. Ist ja auch ein geiler Verein und gibt da genug, die dann haben ja auch einen coolen Merch. Ja? Allein schon mit ihren Totenkopfsymbolen und natürlich, alles gut. Ja, und das ist ja auch fein so. Die haben ja auch eine Fanbase. Ja, aber man muss halt mal auf dem Boden bleiben, Alter. Ich finde das halt immer wild, dass man den FC Bayern da die Gier vorwirft. Ja, wenn es nämlich danach gehen würde, dann müssten die Vereine mal drüber nachdenken, was wäre, wenn? Was wäre, wenn der FC Bayern sich als einzigster Verein aus der Bundesliga selbst vermarkten würde? Was wäre dann? Also ich glaube nicht, wenn wir jetzt mal den aktuellen Vertrag nehmen, der 1 Milliarde und ist, für die Übertragungsrechte, dass der auch nur ansatzweise über 600.000 gehen würde, wenn überhaupt. Also über 600 Millionen gehen würde. Ja? So, der FC Bayern ist nun mal das erste große Zugpferd. Und das größte, erst recht international, für internationale Fernsehrechte gesehen. Nochmal, wer kennt denn Mainz 05 außerhalb von Deutschland? Das verstehen die Leute halt einfach nicht. Weißt du? Ja gut, da hast du ja ganz viele in der 3. Liga. Du hast auch vor allem in der 4. Liga, die mehr Zuschauer haben, wie manche Erstliga-Clubs, Alter. Aber darum geht es ja nicht. Man sollte jetzt ja auch nicht anfangen und sagen, ja, der HSV muss in der 1. Liga spielen, weil der HSV ist. So. Da müssen wir ja gar nicht hinkommen. Das ist ja Schwachsinn. So, wenn die Vereine gute Arbeit machen, was sie nun mal machen, nimm Mainz 05 als Beispiel gerade, ja, die gerade Sechster sind, die machen einen super Job, genau wie es ein SC Freiburg seit Jahren tut, genau wie es Augsburg mit ihren Mitteln macht. Das ist alles fein. Ja, die sind alle zu Recht in der 1. Liga. So, ich kann mich aber dann nicht hinsetzen und anfangen, mich darüber aufzuregen. Ja, wie dann da so ein Bonusverteilerschlüssel ist anhand von irgendwelchen Marktanteilen halt. Ja, darum geht es ja irgendwie. Es geht darum, dass die Clubs, die halt eine größere Fanbase haben, dann von einem Extra-Pool mehr Geld bekommen, wie ein Holstein Kiel, ein Bla. Ja, so, das ist das Einzigste. Also die andere Verteilung ist ja schon gegeben. Die ist dadurch gegeben, wie die Platzierung in den letzten 5 Jahren in der Bundesliga war. So, es gibt einen Grundbetrag, dann diesen Betrag und dann soll es einen Extra-Pool geben halt für dieses Fanaufkommen halt. Ja, um das ein klein wenig zu auszugleichen. Und darüber wird sich dann aufgeregt von kleinen Clubs. Ja. Ja. Aber die kleinen Clubs würden gar nicht erst so viel Kohle kriegen, wenn diese großen Clubs nicht in dieser Liga spielen würden. Oder sich dass diese Clubs sich vermarkten lassen über die Liga und sich nicht alleine selbst vermarkten. So. Wenn sie das nämlich tun würden, dann würden sie noch weniger Geld bekommen. Das raffen die halt nicht. Und dass die Schere immer weiter auseinander geht, das geht sie so oder so, Alter. So, alle Mannschaften, die 3, 4, 5, 6 Jahre hintereinander in der Champions League spielen, sind allen anderen in der Bundesliga meilenweit entrückt. Nehmen Bremen als bestes Beispiel in der Negativserie. Bremen war früher mit uns auf Augenhöhe eine Zeit lang. Ja, dann sind sie irgendwann angefangen, aus den internationalen Plätzen rauszurutschen. Wo dann die Champions League eingeführt wurde, hat Bremen schon keine Rolle mehr gespielt und guck, wo sie rumdümpeln seit Jahren. Ja.
Das ist halt einfach so. Das wird sich auch nicht ändern. Weil da wird das Geld verdient. So. Guck mal, nimm den FC Bayern, du siehst doch, dass die Zuschauereinnahmen schon nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil sind. Haben wir doch in dem letzten Stream in diesem komischen Video gesehen. Dass das schon gar keine Rolle mehr spielt beim FC Bayern. Was hier welche Zuschauereinnahmen du hast. Na, da spielen andere Sachen für eine viel, viel größere Rolle. Ja, der FC Bayern ist auch 11-mal hintereinander Meister geworden, oder nicht? Hat die Bundesliga trotzdem jetzt über 1 Milliarde Fernsehgeld bekommen? Ich denke schon. Ja, oder? Ist die erste Liga deswegen bei uns irrelevant geworden? Nee, ist sie eben nicht. So, die französische Liga ist irrelevant, weil es da Paris gibt. Was dann? Dann gab es mal Investor bei Monaco, dann war Monaco mal 2 Jahre mal ein bisschen stark. So, dann hast du vielleicht mal Olympique Marseille, die mal eine gute Saison spielen. Oder Lille oder der Club und dann sind die wieder weg. Ja. Deswegen ist diese Liga uninteressant, weil alles andere ist Fallobst. Aber das ist doch, was ich gerade sage. Wir entwickeln uns doch auch dahin. Mit diesen ganzen Vereinen in der ersten Liga, die ich gerade aufgezählt habe. Nimm doch mal, wie Colio es schreibt. Lass doch mal Borussia Dortmund absteigen. Ja, was nicht passieren wird, aber lass die mal absteigen. Ja? Dann lass mal noch Stuttgart wieder absteigen. Das ist ja auch schon öfter mal passiert. Ja. Darum geht's doch. Und die Bundesliga lebt halt immer noch davon, dass es trotz alledem, obwohl du so eine Dominanz hast, ja, man sieht es Woche für Woche, ja, die Ergebnisse. Es ist immer noch so, dass jeder jeden schlagen kann. Und das ist halt das Ding. Ich bin da nicht drin in Frankreich im Thema oder in anderen Ligen, kann ich nicht viel zu sagen, ob das da auch so ist. So. Ja, aber dann könntest du, das kannst du ja nicht bringen als FC Bayern. Also du kannst nicht die Eigenvermarktung machen, dann, keine Ahnung. Also das wäre wirklich eine Katastrophe. Na, okay. Ja, da bin ich gar nicht drin, was die anbelangt. Und Barca, ja, Barca wird ihre, also wenn da nicht ein Wunder passiert, wird Barca in den kommenden 10, 20 Jahren, werden die einen ganz schweren Stand haben, ne? Was die alles verfeuert haben an Gewinnerzielung aus Merch, aus Marketing, aus Fernseheinnahmen. Die haben ja schon fast alles für die nächsten 20 Jahre verkauft. Ich weiß gar nicht, wie die in den nächsten 20 Jahren Geld verdienen wollen, also. Das ist ja ganz wild. Aber ja, das ist halt ein wildes Thema, ne? Aber so ist es halt leider. So ist halt der Weg. Der Weg geht halt einfach zu einer Europa-Liga hin. Traurig, aber wahr. Wart mal noch 10 Jahre ab. Ich meine, die Champions League ist doch jetzt schon so eine Scheiße in diese Richtung. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja wieder so radikal gesagt, ne? Klar, wir können das sagen als FC Bayern, so, uns wird das nicht poppen, ja. Wie ich es hier schon geschrieben habe, wenn wir uns selbst vermarkten würden, Alter, dann würden wir wahrscheinlich das 3-fache, 4-fache, 5-fache bekommen, was wir gerade bekommen aus dem Topf. Ja, locker. Ganz locker. Sieht man ja allein daran, welchen hohen Anteil Merch-Einnahmen haben. So, das kannst du ja dann damit schon hochrechnen. Ja. So, ich finde es nur immer, das ist halt von den kleinen Vereinen so einseitig, weißt du? Die sehen das halt so einseitig, anstatt da auch mal den Blick mal auszuweiten. Ja. Wie gesagt, die müssten doch einfach mal sich da hinstellen und mal überlegen, was
würde der FC Bayern oder was würde Dortmund, du musst ja gar nicht der FC Bayern sein. Du kannst Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, selbst Gladbach, ja, die sportlich vielleicht nicht gerade ganz so relevant sind, obwohl die ja auch noch einigermaßen dabei sind. Nimm mal einen einzigen Verein davon und mach dir mal Gedanken, wie viel Geld die verdienen würden, wenn die sich selbst vermarkten würden. Fernsehtechnisch. Ja, darüber sollte doch mal so ein Verein nachdenken, bevor der vorher sich da hinsetzt und irgendwie fordert, ja, die Großen müssen noch mehr abgeben, wie sie eh schon abgeben. Ja? So. Wenn die Großen dann aber so argumentieren, wie wir das gerade tun, oder wie ich das gerade tue, aus einer egoistischen Perspektive, ganz klar, ja, weil ich bin FC Bayern-Fan und nicht, was interessieren mich die anderen Vereine? So, Punkt, ja. Dann wird gleich wieder gesagt, ja, der FC Bayern, der gönnt ja nicht und der gar nicht und der ist unsolidarisch und bla und Sülz. Ja. Das ist, was mir auf den Sack geht. Das ist das Einzigste. Ja. Weil diese Diskussion ist halt Schwachsinn. Ja, aber die sind doch schon pleite, Cordio, was Barca anbelangt. Die ganze Kohle, die kriegen, geht doch eigentlich schon weg. Aber da sind ja auch, da möchte ich gar nicht wissen, was da für wilde Sachen laufen im Hintergrund. Das will ich nicht wissen, wie Barca das macht. Siehst du doch, die mussten doch jetzt, um Olmo zu registrieren und diesen anderen Duty da, mussten die wieder... Mussten die wieder irgendwelche Logen für die nächsten 10 Jahre für 200 Millionen verkaufen. Das heißt, die bekommen da schon keine Einnahmen mehr. Ja? Ich glaube, die haben schon sämtliche VIP-Plätze in ihrem Stadion für die nächsten 20 Jahre verkauft. Ja? Und dasselbe, die haben über 20% ihrer kommenden TV-Einnahmen und ihrer Merchandise-Einnahmen haben die verkauft und so eine Scheiße. Ja? Nur um dann zu der Zeit das Geld zu haben. Ja? Also eigentlich sind die finanziell die nächsten Jahre wahrscheinlich auf dem Stand von Eintracht Frankfurt. Aber kaufen trotzdem noch den für 100 Millionen, den für 100 Millionen und den für 100 Millionen. Wie das geht, frag mich nicht. Bin ich raus. Blickt keiner durch. Würde in Deutschland nicht gehen, da geht das halt. Weil es dann irgendwie heißt, ja, das Stadion und das Stadiongelände hat diesen und diesen Wert, den kann man dann beleihen und was weiß ich. Na, keine Ahnung. Blickst du nicht durch. Der FCB gönnt ja nicht zum Kotzen. Der FCB würde nicht dort stehen, wo er steht, wenn er alle Jahre nur gönnen würde. Wenn die anderen Vereine das Finanzmarketing nicht hinkriegen, ist das deren Problem. Ja. Also klar würde der FC Bayern auch nicht dastehen, wo er steht, ohne die Bundesliga. Ja, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Die Bundesliga irgendwie super unrelevant gewesen wäre, dann wären wir auch nicht da, wo wir sind. Aber wenn wir reden vom Hier und Jetzt und das Hier und Jetzt ist halt einfach, ja, so wie es ist. Ja, wie Barca das macht, keine Ahnung. Ist aber bei Real Madrid nicht anders. Die hatten ja vor, was weiß ich, vor 10 Jahren auch noch irgendwie 2 Milliarden Verbindlichkeiten und jetzt ist alles weg irgendwie. Weil am Start für 1 Euro verkauft oder gekauft und ach, was weiß ich. Da blickt doch keiner durch. Da blickt wirklich keiner durch. Ja, genau, die bekommen irgendwie Pump vom Staat und ach, keine Ahnung. Da blickt wirklich keiner durch. Ja, und wenn es da nicht die Liga geben würde, würdest du davon gar nichts mitkriegen. Deswegen kriegst du das ja mal mit. Weil die da irgendwelche Regeln haben und dann heißt es, du musst erstmal das und das eingenommen haben, damit die Spieler hier registriert werden dürfen und ach, keine Ahnung, ganz wild. Aber selbst da sieht man ja, dass Jahr für Jahr Barca drumherum kommt. Durch irgendwelche komischen Tricks. Ja. Ob das dann immer alles so stimmt, wie es da steht, was weiß ich. Ist mir am Ende des Tages auch egal. Das war halt nur ein Beispiel. Ne? Soll Kane bleiben oder lieber weg mit ihm wegen Kane-Fluch? Es gibt keinen Kane-Fluch.
Naja, sag ich ja, Colli, da blickt keiner durch. Aktuell können wir froh sein, dass Kane da ist, ja. Definitiv. Also ohne Harry Kane, ja, keine Ahnung. Würden wir wahrscheinlich irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, Stuttgart und Leipzig Niveau wahrscheinlich sein. Ja, es geht ja nicht nur um die Tore. Ne? Es geht ja nicht nur um die Tore bei Harry Kane. Es geht allein, nimm die Vorlagen noch dabei. Was glaube ich auch, warte. Ach, das sehe ich hier nicht. Sind aber, glaube ich, 10 oder so, ne? Ich guck mal eben. Nicht, dass ich irgendeinen Mist erzähle. Aber selbst das ist noch nicht mal der Punkt, den ich machen will. Aber den muss ich gerade mal eben mitnehmen, auf jeden Fall. So, Statistiken. Also, 17 Spiele, 17 Tore, 7 Elfmeter. Ja, 10 Assists hat er. Ist also auch der Topscorer vor Mamouche. Mamouche ist ja nicht mehr da. Also auch noch der Topscorer von Florian Wirtz zum Beispiel. Allein das sind zusammen 27 Torbeteiligungen. Ist, denke ich, jetzt nicht so wenig. Ja, wir können dann nochmal ganz kurz in die... Alter, die Seite ist auch zum Kotzen, ne? Bup, 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 bup. 58 Tore haben wir erzielt bisher. 27 war Harry Kane direkt beteiligt. Direkt. Was also fast die Hälfte ist. Also 50% nur auf die Bundesliga bezogen, ne, war Harry Kane an jedem zweiten Tor beteiligt. Da haben wir jetzt noch nicht mal mit einberechnet, wie viel, da kommen wir zum dritten Punkt zum Thema Harry Kane, wie viel Angriffe er eingeleitet hat, als Dritter oder Vierter, bevor das Tor entsteht, damit das Tor entsteht. Na, da kommst du wahrscheinlich auf 60%, 65% an den Toren, wo er beteiligt ist. Dann kommt ja noch der Faktor, neben das beste Beispiel haben wir jetzt in Freiburg gesehen. Ja? Wie viel dieser Spieler mit nach hinten arbeitet, das ist ja krank. Ja? Der war ja teilweise mehr Sechser, wie unser Sechser waren gegen Freiburg. Und das ist ja in ganz, ganz vielen Spielen. Ja, gerade in der Schlussphase müsst ihr mal explizit vielleicht darauf achten, wenn das Spiel eng ist. Ja, er fehlt natürlich dann vorne, ja, als Anspielstation, keine Frage, aber wie oft er einfach in der eigenen Hälfte ackert und rackert als Neuner, ja. Es ist halt einfach ein Anführer. Ja. Und Kane-Fluch, Alter. Ist ja schön, wenn man ein bisschen Aberglauben hat im Fußball, alles gut. Also rechne Harry Kane aus dieser Mannschaft raus. Ja, stell dann x-beliebigen hin. Natürlich wird er auch seinen Anteil haben. Vielleicht die Hälfte dann von Harry Kane, wenn es nicht sein Kaliber ist. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich so 15 Tore weniger vielleicht. Aber allein diesen Einfluss, den er auf diese Mannschaft hat, der ist halt so viel mehr wie nur seine Tore und Vorlagen. Ja, das ist halt schon krank. Ja, sehe ich genauso. Ja, ist ein bisschen schade, dass man ihn erst so spät verpflichten konnte, ne? Wenn wir ehrlich sind. Wäre schön gewesen, hätten wir Harry Kane schon vor 2, 3 Jahren gehabt. Ja, bei Levi unvorstellbar. Ja, bei ganz, ganz vielen Mittelstürmern unvorstellbar. Ja, nimm zum Beispiel, wer auch immer richtig volles Rohr mitgeackert hat, war Mandzukic. Ja, aber selbst der war ja nicht so versiert, wie es ein Harry Kane ist. Ja, also ohne Scheiß, du kannst einen Harry Kane, du könntest den als Sechser aufstellen wahrscheinlich. Das wäre gar kein Problem für diesen Mann. Ja, das ist das Kranke. Ja, der weiß auf jeder Situation oder auf jeder Position, wo er auf dem Platz ist, was er dann in dieser Position zu tun hat.
Ja, das kann auch nicht mal ein Josh, auch wenn er das gerne wollen würde. Das ist halt krank. Ja, da musst du mal drauf achten, wo der teilweise halt rumtingelt auf dem Feld. Aber dann auch genau weiß, was er da zu tun hat auf dieser Position. Du hast ja ganz oft so, dass Spieler das versuchen, gerade Offensivspieler dann, ja, ich acker mit nach hinten und so, und du denkst dir, Alter, geh da jetzt nicht hin, oder, ey, ne, wird 100 pro ein Elfer, wird ein Freistoß, wird da eine gefährliche Szene da oder so. Das hast du bei Harry Kane halt nicht. Das ist halt, das ist wild, ne? Das ist halt echt wild. Und diese Werte, obwohl er ein paar Wochen im Herbst ausgefallen ist. Ja. Gut, das steht ja immer hier im Verhältnis. Also Harry Kane hat 17 Spiele gemacht in der Bundesliga. So. 17 Spiele, 17 Tore. 10 Vorlagen. Weiß ich jetzt nicht so, weißt du? Ich glaube, dass das nicht so schlecht ist. Auch wenn davon 7 Elfmeter war. Du musst doch erstmal, keine Ahnung. Wir haben ja schon viele gute auch Elfmeterschützen bei uns gehabt in unserer Mannschaft, aber das ist ja anders krank. Ja, das ist ja wirklich anders krank. Ja, es ist ein bisschen schade, dass Harry Kane so wenig Freistöße schießen kann, weil das kann er auch noch sehr, sehr gut. Ja. Ähnlich wie es auch ein Levi kann. Ich glaube, dann würden da auch nochmal 2, 3 Tore mehr dazu kommen. Aber da ist ja leider Captain Kirk bei uns gesetzt. Ja, also ich gönne es auch keinem in dieser Mannschaft so sehr, wie ich es Harry Kane gönne. Es würde mich natürlich freuen, wenn Harry Kane noch irgendwie bei uns den Champions League-Titel in die Höhe recken könnte. Das wäre natürlich wahrscheinlich für ihn so das Nonplusultra, aber es wäre schon schön, wenn es wenigstens die Meisterschale wird dieses Jahr. Ja. Das ist halt so. Also es ist so ein kompletter Spieler, das ist halt krank, ne? Das ist wirklich so. Und dann auch vom Typ halt so, ne? Der ist ja null abgehoben, dieser Mensch. So. Der hat keinerlei Starallüren. Ne? Du siehst auch nicht einmal, dass er sich für was Besseres hält. Gar nicht, null. Ne? Und auch auf wie viele Tore er schon verzichtet hat. Na klar, ist er auch ab und wann eigensinnig. Ja, passiert auch mal. Aber wie oft er einfach auch, der hatte nicht umsonst 10 Assists, wie oft er einfach auch sieht, ey, pass mal auf, ja, ich könnte den jetzt auch selber, aber der steht einfach besser. Ja? Das ist schon wirklich. Und da braucht mir auch keiner was erzählen. Ja, da braucht mir auch keiner jetzt was erzählen mit, ja, Harry Kane hat aus dem Spiel heraus seit November kein Tor mehr gemacht. Ja, dann ist das so. Ja? Aber dieser Mann ist nicht nur wichtig wegen seinen Toren bei uns. Das verstehen viele immer nicht, ne? Weil er ein Stürmer ist. Ja. Aber trotzdem macht er seine Tore. Und wenn es dann halt nur die Elfmeter sind, in Anführungsstrichen. Ja. Muss aber erstmal jeden Elfer so sicher verwandeln, wie er es tut, Alter. Und die sind ja alle immer sicher. Da war nicht ein Elfmeter bei, wo du sagst, boah, hat aber mal Glück gehabt. Ja, selbst wenn der Torwart in die richtige Ecke springt, hat er keine Chance. Ist halt wild. Ja, das können sie ja dann in Leverkusen zeigen. Kein Plan, wie man Heavy haten kann. Ja, das verstehe ich. Das ist ja Neid, glaube ich. Oder Missgunst. Ja. Oder das halt, was wir haben beim FC Bayern, ist ja bei mir auch manchmal so, man sucht immer das Haar in der Suppe, weil alles zu gut läuft. Ja. Haben wir ja heute ja auch so ein bisschen getan auf die Champions League gesehen. So, eigentlich spielen wir doch eine super Saison bisher. Ja, das ist bei immer Meckern auf hohem Niveau. Ja, das Spiel in Rotterdam war schlecht. So. Trotzdem hast du genug Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen oder zu drehen. Du hast halt einfach, ja, weiß ich nicht, vom Kopf müde, weiß ich nicht. Ja, du hast halt einfach die Dinger nicht reingemacht. So. So kannst du die Spiele durchgehen, die du dieses Jahr abgegeben hast. Ja.
Aber Erfolg verkauft halt nichts beim FC Bayern. Die Bild titelt ja nicht, was weiß ich, FC Bayern grandios und die Leute klicken da drauf oder kaufen hier für 2,99 € im Monat irgendwelche hinter Paywall versteckten Artikel über den FC Bayern. Nee, über den FC Bayern verkaufst du dann, guck dir meinen YouTube-Kanal an. So, du verlierst 3:0 gegen Feyenoord, hast 12.000 Aufrufe, du gewinnst 3:0 gegen, was weiß ich, in der Bundesliga oder auch in der Champions League und hast 3.000 Aufrufe. So, das ist, was die Leute interessiert. Ja, nur das Negative. Erst recht beim FC Bayern. Und deswegen auch diese ganze Scheiße, wenn die Transferphase auf ist. So. Da will die Hunds und Kunst die Klicks mitnehmen und ja, der FC Bayern verpflichtet, Nkunku hat Plätti gesagt. Ja. Setzt sich ein Freund dahin in der PK und sagt, nee, haben wir gar kein Interesse dran, wir haben genug Außenspieler. Punkt. Und trotzdem, eine Woche später, ja, der FC Bayern ist weiterhin an den Nkunku dran. Alter, da fragst du dich auch, ey, was ist los mit den Leuten so, weißt du? Klar, manchmal ist das vielleicht eine Taktik, so von sich dann offiziell da hinsetzt und das abblockt, aber ey, zum Teil ist das einfach nur Katastrophe, ne? Ja, ach, das Thema Kimmich brauchen wir heute nicht mehr anschneiden. Also Kimmich spielt eine gute Saison, alles ist gut. Ja, das erste Spiel, wo er mit Pavlo wieder gespielt hat, war es eine Katastrophe. Ja, dass er da den Pavlo wirklich auf die Füße rumstand, das sehe ich genauso. Aber jetzt im Spiel, wo Pavlo dann reinkam, war es ja auch besser. Also, das ist halt das Problem, dass Kimmich vorher in den Spielen, wo Pavlo nicht dabei war, halt diesen Part spielen musste. Ja, diesen offensiveren Part, weil Musiala auch nicht da war und da musste er viel, viel offensiver agieren. Ja, was er sonst eher nicht so tut. So. Und dann war Pavlo wieder da und dann irgendwie standen sich auf die Füße, weil beide das gleiche gespielt haben und ja. Mein Gott. Ist halt so. Also wenn es in jedem Spiel jetzt so wäre, dann würde ich mir auch Gedanken machen, aber ja. Man muss halt sagen, wir haben 7 Spiele alle 3 Tage und bis jetzt alles gewonnen, außer ein Spiel, bis jetzt fast im Soll. Ja. Ist natürlich ärgerlich, dass dir dieses Spiel, was du dann verloren hast, eben 2 neue Spieler einbringt, so. Ne? Ich glaube, es wäre wahrscheinlich aber was heißt von Vorteil? Wahrscheinlich wäre es gut gewesen, so auf die verletzten Misere, die wir mal dieses Jahr auch wieder haben, ja, bezogen hätten wir diese beiden Spiele halt nicht. Bei diesen 3 Top-Spielen, die wir da in der Bundesliga dann gegen 2, 3 und 4 haben. Ne? So, das ist das Thema, warum es so ein Thema geworden ist. Und dass du natürlich dann 3:0 verlierst, was völlig unnötig war. Ja. So, das kommt ja auch noch dazu. Hättest du jetzt 1:0 verloren, dann hätte das auch nicht so eine Wellen geschlagen wie jetzt 3:0. Ja. Das ist dasselbe mit dem Barca-Spiel gewesen. So. Das ist halt so. Aber ansonsten, mein Gott. Ja, wenn wir darüber reden, du willst ins Finale da Home oder du hast das Ziel, die Champions League zu gewinnen, ja, dann musst du halt auch eine Zwischenrunde spielen und musst den Gegner schlagen, der da kommt. Und wenn das Manchester City ist, dann ist das Manchester City. Wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du die rauskegeln. Feierabend. Ja, Punkt. So einfach ist das. Ne? Ganz einfache Kiste. Von daher alles halb so wild. Wir können noch in die Top 8. Ja, nee, das ist für mich. Ja, wir sind ja gerade durchgegangen. Wir können es noch, ja. Ja.
Ja, wie gesagt, bei uns ist das ja manchmal auch ein Vorteil. Ne? So hätten wir reden wir es uns schön. So hätten wir im Februar keine englische Woche gehabt. Immer eine Woche Zeit, sich auf den Gegner einzustellen. So haben wir es halt nicht. So. Wir haben es ja unter Tuchel miterlebt, was das für ein Vorteil ist. Und haben dann 5-1 in Frankfurt auf die Fresse gekriegt. Also von daher, vielleicht ist das gar nicht so schlecht für die Mannschaft. Man wird sehen. Euch ID, Alter, hast du irgendwas an der Murmel oder was? Irgendwie hast du schon eine Murmel, oder? Bisschen, oder? Ich Ja. dachte, es liegt an mir. Nee. Er hat leicht eine an der Murmel. Also wenn ich an Heavy Kane hochziehst, dann zieh dich an Heavy Kane hoch, dann mach das woanders. Ansonsten knall ich dich hier weg, Alter. Ganz einfache Kiste. Willst du hier gerade trollen? Willst du stressen? Was ist deine Intention hier gerade? Ja, ich habe es jetzt lange genug versucht zu ignorieren. Jetzt gerade gehst du mit dermaßen auf die Eier, Alter. Da muss ich dir jetzt einfach mal sagen. Kommst hier rein und schreibst nur Thomas Tuchel wollte Heavy Kane. Hat Thomas Tuchel 100 Millionen aus seiner Tasche mitgebracht und hat gesagt, hier FC Bayern, bitte verpflichtet Heavy Kane oder was? Hast du irgendwas an deiner Murmel oder was? So, der FC Bayern wollte keinen Stürmer und wollte keinen Heavy Kane verpflichten, oder was? Was ist das denn für eine bekloppte Aussage, Alter? Junge, Junge. Also. Das Ding ist, die Quellen, die er postet, die passen Was für halt eine gar Quelle? nicht zu Hier dem. steht keine Quelle, Ja, steht ein Satz in Englisch, Alter. eben. Ja. Und das ergibt halt gar keinen Sinn und lassen wir das. Was für eine Quelle? Eine Quelle wäre, wenn Uli Hoeneß sich da hinsetzt und sagt, ja, hallo, Leute, ich habe einen Heavy Kane nur verpflichtet, weil ich Thomas Tuchel einen Gefallen tun wollte. Kannst du mir auch eine Quelle von Plätti da hinschreiben oder von Buxtehude, Alter, wen interessiert das? Ja? Kannst du gerne ein Zitat von Thomas Tuchel bringen, wenn der das irgendwo gesagt haben sollte, was er mit Sicherheit nicht wird. Junge. Sind das immer für Aussagen? Wenn das deine Meinung ist, ist das ja fein. Dann verkauf das als deine Meinung. Dann setze ich hier hin und sage, meiner Meinung nach wurde Heavy Kane nur verpflichtet, weil Thomas Tuchel ihn haben wollte. Punkt. Kannst du ja sagen. Das ist ja völlig fein. Jeder kann ja seine Meinung haben. So. Dann geht dir auch keiner auf den Sack und dann sagt dir keiner irgendwas. Dann sagen wir dir, dass wir eine andere Meinung haben und gut ist. Junge, Alter. Ja, wie gesagt, Collio, vielleicht ist es aber auch ein Vorteil, ne? Dass das Playoff halt dann vor dem Bayer-Spiel ist. Wird man sehen. Guck mal, vielleicht. Wir wissen den Gegner noch nicht. Sagen wir mal, es ist ein starker Gegner. Ich gehe ja mal davon aus, wir sind in der oberen Hälfte. Von diesen. Also Platz 9 bis. Was weiß ich. 9 bis 24. Ja, keine Ahnung. Du musst ja auf den ersten 6 sein oder ersten 8 Plätzen da in dieser Hälfte. Dann spielst du ja erst auswärts. So. Nehmen wir den Fall, wir haben einen starken Gegner, wir spielen erst auswärts, gewinnen da. Dann nimmst du vielleicht die Euphorie mit. Ja, und bist noch ein bisschen selbstbewusster, weil du beim starken Gegner Erfolg hattest. Oder du hast einen schwachen Gegner, knallst den 6-0 weg, bist so gut wie sicher in der nächsten Runde, hast auch Euphorie. Natürlich kann aber auch das Gegenteil passieren. Ja, du kriegst auf die Fresse. Aber meistens zeigen wir dann auch eine Reaktion. Dann kannst du da auch selbst da dann noch was Positives mitnehmen. Also, ja. Man kann es sich schön oder schlecht reden, wie man es möchte. Fakt ist doch, wir sind es gewohnt, alle 3 Tage Fußball zu spielen. Also von daher ist doch alles gut. Ja, das ist. Also jeder, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, ja, mit der Personalie Kane und dem FC Bayern, ja, der würde so einen dummen Scheiß auch gar nicht sagen, Alter. Meinung hin oder her, es ist halt einfach eine Falschaussage. Aber lassen wir das.
Man muss den Leuten auch nicht dann mehr Aufmerksamkeit geben, wie sie brauchen, Alter. Genau. Ich denke auch, dass wir einen Harry Kane nur geholt haben, weil Bounazar die Kosten halt freigemacht hat. Wir hätten Bounazar behalten sollen und Leroy abgeben. Du musst ja mal gucken. Ich meine, ich glaube, das wurde sogar auf einer offiziellen PK mal gesagt, oder? Wie oft man schon oder wie lange man schon mit Harry Kane in Kontakt stand. Auch schon die Jahre davor. Und man es versucht hatte, aber es nie geklappt hat, unter welchen Umständen auch immer. Ich glaube, das wurde sogar auf einer offiziellen PK gesagt. Also allein daran merkt man ja schon, dass diese Aussage Schwachsinn ist. Genau, Schuld ist immer Johan Bernard und gut ist. Ach, der Bounazar ist so unser... Mir fehlt das Wort. Maskottchen. Nee. Unsere gute Tat gewesen. Du musst das mal so sehen. Du hast einen Durchschnittsspieler sein Leben dahin gemacht, dass er nicht mehr arbeiten gehen muss. Ja, du hast sein Leben abgesichert. Dafür, dass er beim FC Bayern war und sich 3 Jahre auf die Bank gesetzt hat. Das ist doch auch mal schön. Ich meine, wir haben so viel Kohle, Alter. Scheiß drauf, dass du dem da 4, 5 Mille im Jahr da hingeschissen hast. Wen interessiert's, Alter. Guckt euch an, wer bei uns rumdümpelt. Ja. Mein Gott. Der Mann hat in seiner vorigen Karriere nicht das Geld verdient, dass er sagen kann, alles gut, ich habe mit Fußball ausgesorgt. So kann er das vielleicht, wenn er nicht so einen hohen Lebensstandard hat. Wovon ich nicht unbedingt ausgehe. Bei dem, was er vorher im Fußball verdient hat. Also, alles gut. Ja, keine Ahnung, was der Brazzo damals in Bounazar gesehen hat. Das wird auch sein Rätsel bleiben. Aber gut, ich glaube, da kannst du jeden Manager nehmen. Jeder hat so einen Spieler in seiner Historie. Ja, Blondie, das würden wir alle tun. Das würden wir alle tun. Wir würden die Platzwärmer machen. Ja, aber da ist das ja nicht so, dass die das Geld benötigen, weißt du? So war das ja gemeint. So Bounazar, da kannst du das halt verzeihen, der braucht dir die Kohle halt einfach, weißt du? So ein Leroy, der hat das verdient das im einen Jahr, was ein Bounazar bei uns in 3 verdient hat. Ach, wenn überhaupt. Wahrscheinlich reicht das noch niemals. Ja, wie gesagt, hat jeder so drin sein Ding. Ja, normalerweise verpflichtet man ja gerade heutzutage keinen Spieler, weil er ein gutes Spiel gegen eine Mannschaft macht. Ja. Aber mein Gott. So ist das halt. Gibt Schlimmeres, denke ich. Ich will hier keinen Streit. Ich bin gern hier. Tut mir leid, wenn ich euch verärgert habe. Euch, ID, du hast mich nicht verärgert. Erstmal danke für die 50 Bitties. Verärgert hast du mich nicht. Ich verstehe es halt einfach nur nicht. Wie gesagt, es ist ja völlig fein für mich, wenn das deine Meinung ist. So. Aber dann sag das halt. Dann sag, du bist der Meinung, dass Kane nur beim FC Bayern ist, weil Thomas Tuchel ihn wollte. So, das kannst du ja doch sagen. Guck mal, ich sag doch auch meine Meinung. Ich habe gesagt, dass ein Adam Aznu diese Saison kein Spiel gespielt hat, weil man den Vertrag mit Fonzie Davies verlängern möchte und dann den Vertrag mit Jamal zu verlängern. Das ist meine Meinung. Das basiert ja auf keinen Fakten, hat sich keiner hingestellt und das gesagt. So, das wird auch keiner tun. So, das ist meine Meinung, meine Verschwörungstheorie, nenn es wie du willst. So, aber das sage ich ja auch. Ich setze mich hier hin und sage, das ist meine Meinung. So, du setzt dich aber hin und sagst,
haust raus, ja, nur Thomas Tuchel wollte Harry Kane verpflichten. Oder was hast du geschrieben? Oder Harry Kane ist nur beim FC Bayern wegen Thomas Tuchel. Und dann haust du irgendwelche 2 englischen Sätze raus, die du irgendwo herkopiert hast, um was zu zeigen. So, es ist halt einfach faktisch schon falsch. Du kannst dir offizielle Vorstellungs-PKs angucken, da haben sich die Offiziellen hingesetzt und das erzählt, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist, wie man schon vorher an Harry Kane dran war, es aber nie geklappt hat, weil Tottenham ihn nicht abgeben wollte. Ja, ich glaube, das hat sogar mal Harry Kane gesagt. So, das ist halt ein Fakt und dann keine Meinung. So, aber selbst wenn du diese Fakten ignorierst, dann sag halt, jo, ist meine Meinung. So, und dann können wir das alle einordnen, weißt du? So, das ist ja fein für mich. So, wenn es eine richtig dumme Meinung ist, dann sage ich dir halt, aus meiner Sicht ist eine richtig dumme Meinung, aber auch das ist ja nicht schlimm. So, jeder kann ja seine Meinung haben. Und Feierabend. Das hat da nichts mit Verärgern zu tun. So. Ali Dai. Ey, ich fand, Ali Dai war auch eine coole Socke. Ali Karimi konnte ich nicht leiden, der war mir unsympathisch. Ali Dai fand ich mega. Fand ich echt mega. Wir haben sowieso so coole Stürmer früher gehabt. Alan McInerney, Alter. Hä? Der schottische Bulle, Alter. Auch der hat es leider nicht hingekriegt. Aber auch super sympathisch. Kommt man nicht nur bei FC Bayern, weil Tuchel gegangen ist. Ja, so sieht's aus. Olli, alles gut. Alles ist gut, ey. Schande auf deine Haut. Guck mal, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Muss ich den wieder bei Twitch runterladen. Schande auf mein Haupt, also. Ach ja. Bin leider erst spät und weiß auch nicht, ob ihr die schon besprochen habt. Kann mir mal einer die Spielphilosophie unserer Mannschaft erklären? Finde es traurig, wie unser Stürmer seit Saison nicht eingebunden ist oder darf. Er rennt als RV rum und überall Strafraum selten. Warum dann nicht einmal mit zweiten Stürmer? Ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass so ein zweiter Stürmer wahrscheinlich manchmal auch mal eine Option wäre. Wir haben das Thema gerade schon so ein bisschen auf einer anderen Schiene gehabt, ja. Nämlich auf der Schiene, dass wir... Warte. Was haben wir? 54 Tore erzielt und Harry Kane hat davon, war an der Hälfte der Tore beteiligt. Wenn er dann noch zusätzlich als Rechtsverteidiger, als defensiver Mittelfeldspieler rumrennt, denke ich, ist das jetzt auch nicht so schlecht, oder? Wenn er keine 50% wenn er nicht an 50% aller unserer Tore beteiligt gewesen wäre, könnte man das Argument ja aufmachen. Ne? So, und dafür, dass er dann ein Stürmer ist, der nicht eingebunden ist, wild, ne? Aber ich gehe mit, ein Plan B wäre mal wünschenswert, ja. Da gehe ich mit. Das unterstütze ich. Habe ich ja auch schon mehrfach gesagt in meinen Videos. Das finde ich auch dann teilweise ist es zu eintönig halt. Na? Du siehst, du kommst damit nicht weiter, dann brauchen wir in der Zukunft oder wenn wir darüber reden, wir wollen die Champions League gewinnen oder ansatzweise ins Finale da rumkommen, dann brauchen wir langsam Plan B. Ja, da gehe ich mit. Na, weil die Mannschaften wissen jetzt nach einer Hinrunde, wie der FC Bayern spielt. Und wenn dich eine Mannschaft komplett rausnimmt, wie es zum Beispiel Feyenoord teilweise getan hat, dann sollte man Plan B haben, ja. Da gehe ich mit. Und da denke ich auch, dass ein Plan B mal sinnig wäre zu sagen, ich stelle mal einen Harry Kane, einen Mann an die Seite. Ja, und nicht einen Musiala, der in den Strafraum aufrückt. Ja, nichts gegen Musiala, der hat auch seine Qualitäten da. Aber es wäre schon schön, wenn dann da jemand anders auch mal auf Augenhöhe ist, ja. Und auch mal jemand, dass ein Harry Kane nicht immer gegen 2 Innenverteidiger spielen muss. Ja, wenn da 2 Stürmer stehen, dann spielt jeder Mann gegen Mann. Na? Ja, da gehe ich mit. Da bin ich bei dir. 100 Pro. Adolfo Valencia fand ich zum Beispiel mega damals. El Tren, Alter. Der alte Kolumbianer. Super sympathisch.
Habe ich richtig gemocht, habe mich richtig geärgert, dass der es bei uns nicht geschafft hat. Allein schon die Friese, Alter, mega. Ja, Michael Sternkopf hat es ja nie, hat's ja nie geschafft, über den Talentstatus hinwegzukommen. Und wenn du ihn jetzt siehst, Alter, sieht er aus wie Wolle Petri, ey. Aber auch ein super sympathischer Mensch, ne? Und vor allen Dingen ein sehr bodenständiger Mensch. Ich weiß gar nicht, wo der war. Der war doch diese Saison irgendwo. Bei irgendeinem Spiel war der da. Da haben sie in der Halbzeit ein bisschen gelabert, ey. War schon interessant. Ja. Wir haben die Torwart-Diskussion in der ersten Dreiviertelstunde durch. Ja. Na, Uli hatte ein paar mehr Griffe ins Klo als nur Eltren. Deswegen haben wir ja irgendwann aufgehört, aus Südamerika Spieler zu verpflichten. Ich glaube, die direkten Verpflichtungen aus Südamerika und so, die waren alle nicht so prall bei uns. Auch wenn du, wie hieß der Argentinier? Der neue Messi? Aber der kam aus Spanien, glaube ich, oder? Aber der hat es ja auch nie geschafft. Ja, da waren ein paar mehr drin. Ein paar mehr Griffe ins Klo bei Uli. Was aber auch normal ist. Thomas Helmer fand ich früher auch gut, ja. Basler fand man halt gut, weil er der Typ war, der er war. Ach Rob, ich will nicht über irgendwelche möglichen Einkäufe im Sommer sprechen. Ich spreche so schon immer wenig über mögliche Einkäufe. Das macht halt immer wenig Sinn. Xavi Simons, habe ich schon vor dieser Saison gesagt, wäre mit Sicherheit ein Spieler, der gut zu uns passen würde. Hat mir sehr gut gefallen bei der EM. Wäre, denke ich, ein Spieler, der passen könnte, ja. Aber ob da dann wirklich Interesse da ist oder nicht, das wissen wir ja immer nicht. Ja, aber dann klar muss Kane alles reißen. Mit einem Musiala zusammen. Und einem Michael. So. Natürlich, aber das wusste man doch vor der Saison. Ja, diese Spieler müssen das reißen. So. Du kannst doch froh sein, dass ein Coman gerade diese Form hat, die er hat. Ja, ist auch wirklich wieder ein starken Level. So, King war noch nie ein Vollstrecker. So, King war immer ein Vorlagengeber. Es ist natürlich dann schwer. Harry Kane ist halt nicht diese Art Stürmer. Harry Kane ist kein Lewandowski. Ja, da hat ein Coman 100% gepasst. Weil Levi war immer in der Box. Immer. Immer. Ja. Gut, gegen Ende der Karriere ist er auch mal auf dem Flügel ausgewichen. Aber im Prinzip war Levi der Spieler in der Box. Immer. Ja, deswegen hat das perfekt gepasst mit Rip und Rob und später dann mit dem Kingsley. Weil die einzige Aufgabe war, den Ball auf Levi. So. Und Levi hat das Ding reingemacht oder halt eben nicht. So. Harry Kane ist nicht diese Art Stürmer. Ja. Nimm das Spiel gegen Freiburg, da war das eine Katastrophe. Ja. So. Oder nimm den Kopfball von Jamal Musiala in Rotterdam. Katastrophe. Was macht der da? Der hat da gar nichts zu suchen am Ende des Tages. Ja, da muss ein Stürmer hin. Wo der Kopfball gut war. So. King war noch nie der Vollstrecker, aber King hat gerade eine gute Form und leitet dadurch auf jeden Fall ein paar Sachen ein. So. Was hat man denn jetzt erwartet? Du hast immer noch einen Zerch, du hast immer noch einen Leroy, du hast immer noch die gleichen Spieler. Wir haben 1:1 die gleichen Spieler. So, was soll sich denn ändern? So, die erfinden sich doch nicht neu. Ein Coman, ein Gnabry, ein Sané, die erfinden sich doch nicht mehr neu. Die sind am Herbst ihrer Karriere. So, was hat man erwartet? Ja? Du musst ja sämtliche Hüte ziehen, die wir besitzen, dass eine Kompanie die Spieler dahin gebracht hat, wo sie gerade sind. Ja? So, dass jetzt der Glitzer wieder verflogen ist bei einem Gnabry, ja, war doch abzusehen. Der war am Anfang gut, er wollte sich beweisen, wollte zeigen, was er kann, dann war er wieder verletzt, dann war er mal da, dann war er wieder verletzt und es dümpelt er wieder vor sich hin. Wird irgendwann mal wieder ein gutes Spiel haben, wahrscheinlich in irgendeinem Champions-League-Spiel, weil da ist er auch immer ein bisschen motivierter, genauso wie so ein Leroy Sané. Da können die auf einmal immer 10% mehr geben. So, da wirst du mal wieder einen Peak von diesen Spielern sehen. Und ansonsten dümpeln die vor sich hin. So, was soll sich da ändern?
Ja. So, du musst halt froh sein, dass so ein Kompanie einen Kingsley aus seinem Loch geholt hat, wo er unterm Tuchel richtig tief reingerutscht ist. Ja, der konnte mit dem Tuchel-Fußball gar nichts anfangen. Ne? So, aber ansonsten sind das 1:1 die gleichen Spieler. Und natürlich kommt es dann auf einen Harry Kane und auf einen Musiala an. Auf keinen anderen. Guckt euch euer Spiel an, wenn einer von beiden nicht da ist. Ja. So, was hat man erwartet? Natürlich bist du abhängig von diesen Spielern. Das wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre. So. Nehmen doch jede andere Mannschaft auf dieser Welt. Meint ihr, ein Manchester City ist nicht von Erling Haaland abhängig? Ja, lass den doch da mal weg sein. Gut, jetzt haben sie mal Musch noch dazu geholt, aber ansonsten nimm doch mal einen Erling Haaland bei Manchester City weg. Und so geht doch die Mannschaften durch. Ja. Natürlich wäre es schön, hätten wir noch 2 Spieler ausgetauscht, aber es wollte doch keiner gehen. Ja. So. Was will man da erwarten, wenn die Spieler genau dieselben sind, außer Michael? Der ist der Einzige, der neu in diesem Kader ist. Ja. So, und dann hat man halt nicht die Eier. Das kannst du den Kompanie auch mal anschreiben. Hat vieles gut gemacht. Er hat nicht einmal die Eier gehabt, den besten Spieler für sein System, ja, den wir in diesem Kader haben, auf die richtige Pose zu stellen. Das ist Conny Leimer, Alter. Habt ihr mal Spiele gesehen von Conny Leimer bei RB Leipzig? Ja, nehmt nur die Spiele gegen uns alleine. Die haben genau diese Art Fußball gespielt. Genau diese Art Fußball, die wir gerade spielen. Und Conny Leimer war der bestimmende Faktor. Ja? Und was machen wir? Wir stellen Conny Leimer auf die Rechtsverteidigerposition. Ja. So, das ist ein Punkt, den du dem Kompanie anheften kannst, der negativ ist. Ja. Aber ansonsten, was hat man erwartet? Wie soll sich diese Mannschaft denn... Du musst ja froh sein, dass wir diese Art Fußball spielen können mit diesem Kader. Das ist doch das Krasse. Ja? Das haben die Trainer davor nicht geschafft. So. Da musst du ja froh sein. Und dass ein Kompanie die ganzen alten Säcke wieder ein bisschen ins Leben zurückgeholt hat, sportlich gesehen. Mit alter Säcke meine ich jetzt nicht das Alter, sondern wie lange sie in diesem Verein schon verweilen. Ne? Wie eingefahren sie halt einfach sind in ihrer Rolle. So. Das ist halt einfach so. Ey, nichts gegen ich rocke, ne? Ja, das ist auch ein Thema, was mich auch ein bisschen nervt, aber wie gesagt, da glaube ich, spielen auch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Aber ja, das ist auch ein Thema, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt in meinen Videos. Das verstehe ich ja teilweise auch nicht. Habe ich ja gerade schon mit Conny dargelegt. Ja. Aber das kannst du natürlich auch auf den Leroy, auf den Serge nehmen. Ja. Aber, das habe ich ja auch schon gesagt, ich denke, er wird das halt machen, damit halt dieser Geist in dieser Mannschaft, der da ist, nicht wieder weggeht. Ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Mannschaft ist halt so, weiß ich nicht. Nimm den Serge raus, dann ist der Kimmich stinkig, weil sein Kumpel Serge nicht spielt. Stell den Leroy aufs Abstellgleis, dann ist der Jamal stinkig und dann ist, wenn der Jamal stinkig ist, ist der Davis stinkig und wenn der Davis stinkig ist, ist der stinkig und das ist halt eine Katastrophe. Ja? Diese Mannschaft ist jetzt über so viele Jahre so gewachsen, es wird halt einfach Zeit, dass das aufgebrochen wird. Ja? Da sind so viele Strukturen, gerade hier diese ganze Kombo da und um die deutschen Nationalspieler. Alter. So, ja. Und das ist halt ein Problem. Also ich glaube, wenn Kompanie so könnte, wie er wollte, wird das anders aussehen. Bin ich mir 100% sicher. Aber dann hätte er wahrscheinlich auch noch 3, 4 andere Spieler da, wie er aktuell hat. Ja. Von daher müssen wir ihm einfach auch mal ein bisschen Zeit geben. So, nochmal, wenn er das nicht tun würde, was er gerade tut, wenn er den Tuchel-Move gemacht hätte, ja, dann wäre die Mannschaft nicht da, wo sie ist, glaube ich. Weil dann hättest du wieder diese ganze Grüppchenbildung und jeder wird sein Süppchen kochen und
der wäre wieder stinkig auf die und der auf den, weil der spielt und der nicht und bla und Sülz. So macht Kompanie, er nimmt alle mit ins Boot. Außer die Jungen. Und die Jungen haben nichts. So, ob sich da jetzt ein junger Spieler wie ein Aznu aufregen würde oder ein Tell, wen interessiert. So, die haben kein Standing. So, weißt du? Und das ist die Kunst, glaube ich, gerade. Das ist die Kunst, was Tuchel nicht geschafft hat oder nicht wollte. Tuchel wollte, bam, so, den brauche ich nicht, den will ich nicht, so, ne? Und Kompanie macht genau das Gegenteil. Der will die auch nicht alle haben, die da sind. 100%ig nicht, ja? Aber die sind nun mal gerade da. Und das ist ja auch, was er immer sagt. Und das nehme ich ihm noch ab. Die sind jetzt da und mit dem muss er arbeiten. So. Und dann ist es doch sinnig, wenn diese alle da sind und der Verein am Anfang der Saison nicht die Eier hatte zu sagen, hier, Trainingsgruppe 2, diese 5 Spieler brauchen wir nicht mehr. Ihr könnt da trainieren, alles gut, ansonsten seid ihr raus. Dann musst du alle mitnehmen und musst gucken, dass es so ist, wie es gerade ist. Und dann musst du in Kauf nehmen, worüber wir uns dann aufregen können, dass so ein Leroy da rumpimmelt, so ein Zerch da rumpimmelt, die es eine Katastrophe war, die Leistung, eine Frechheit. Damit müssen wir dann leben. Ja? Einfach bezogen darauf, dass die Mannschaft eine Mannschaft bleibt. Und dass die Mannschaft eine Mannschaft ist, sieht man in jedem Spiel. Ja, das muss man mal fairerweise sagen. Also da ist ja keiner, der jetzt, vielleicht Leroy ab und wann, ja, da gehe ich mit. Aber ansonsten ist da ja keiner, der irgendwie raussticht. Also man kann der Mannschaft ja nicht im Einspiel vorwerfen, dass sie nicht will. Ja? Sie kann nicht immer, die Chancenverwertung ist gerade schlecht, aber man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht als Mannschaft will. Ja? So, und ich glaube, das ist der Faktor, den Vinny hat und den er gerade machen muss. Ja? Wir können nur hoffen, dass wir im Sommer oder dass ein Vinny mehr Einfluss hat und dass ein Uli mal die Füße stillhält und Freund, Eberl und Vinny die Mannschaft endlich mal nach ihren Vorstellungen umbauen können. Ich denke, dann werden wir auch wahrscheinlich mal Plan B sehen, ja, der so halt auch schwierig ist. Was wäre gerade Plan B in dieser Mannschaft? Du könntest einen Thomas Müller neben Harry Kane stellen oder Mathys Tell. So, alles andere. So. Und dann hört es aber auch schon auf. Was willst du vorne anders machen? Ein Kingsley Coman, er ist ein Außenbahnspieler. Ein Leroy Sané dasselbe. Ein Serge Gnabry, ja, ein Serge Gnabry könntest du mal als falsche 9 stellen, aber so, weißt du? Schwierig halt. Schwierig. Da muss man, glaube ich, eine Kompanie ein bisschen in Schutz nehmen. Also würde ich tun. Ja, vor allen Dingen halt, wenn man sieht, welche Art von Fußball wir spielen und dass eine Mannschaft wieder auf dem Feld ist. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung. So. Und dann musst du natürlich dann jetzt irgendwann anfangen und, wie gesagt, diese ganze eingefahrene Riege wegen mir austauschen. Ja. Aber das ist ja leider nicht so einfach, wie man sieht. Weil die Leute dann halt auch einfach nicht weg wollen. Ne? Aber ja, wie gesagt, das ist ja auch das Thema mit Adam, was wir vorhin hatten mit Aznu. Da spielt das halt keine Rolle. Aber aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. So, der Junge kann keine Ansprüche stellen. So, der hält halt die Goschen. Ne? Ist halt leider so. Ist halt auch seine erste Saison bei uns. Ja, Ismail. Nee, habe ich nicht geguckt. Ich habe hier einen Tab auf. Ich wollte heute eigentlich eine Folge gucken, aber da kam es nicht zu, weil hier 20.000 Themen waren. Sonst hätten wir heute die erste Folge geguckt, ja. Sonst müsste ich da mal einen extra Stream für machen oder so. Muss ich mal gucken. Ja, klar wird man das sagen beim Sané. Na, das weiß ich nicht, ob es für alle besser gegangen wäre, wenn er auf Schalke geblieben wäre. Ja, wir brauchen nicht über Liebe reden, Leute. Da habe ich keine Lust zu. Ich mache eh gleich Feierabend. Leroy ist keine Rede mehr wert. Aus meiner Sicht. Der hat, genau wie Gnabry, die haben einfach die Erwartungen, die man als FC Bayern an solche Art Spieler hat, über die Jahre, die sie jetzt da sind, nicht erfüllt.
So, jeder, der da eine andere Meinung hat, kann die gerne haben. Aber verstehen tue ich das dann nicht. Also bestimmt deiner Meinung nach die Spieler, was abgeht. Nee. Die Spieler bestimmen das nicht, der Trainer bestimmt das. Aber der Trainer ist halt nicht doof. Der Trainer war lange genug Spieler. Und der Trainer weiß genau, wird er auch aus der letzten Saison gesehen haben mit Thomas Tuchel, was passiert, wenn der und der Spieler raus sind. Ja, nochmal. Dann hätte der Verein sich hinstellen müssen vor der Saison. Ja, hätte mit Kompanie sagen müssen, pass mal auf, wen siehst du nicht beim FC Bayern. Und dann hätte man das klar kommunizieren müssen und sagen müssen, hier, Spieler A, B, C, D, E, F, G, Trainingsgruppe 2, ihr könnt in der zweiten Mannschaft mittrainieren, wir wollen euch nicht mehr in der ersten Mannschaft haben. So. Das hättest du machen müssen. Das hat man nicht getan. Also muss der Trainer schauen und alle Spieler bei Laune halten. Also nochmal, jeder, der selber in einer Mannschaft gespielt hat, ja, weiß das doch. Das weiß doch jeder, wie das ist, oder nicht? Was dann abgeht. Ist doch völlig normal. Und wir reden über Spieler, die doch dazu 20 Millionen verdienen. Ja? Dann nimm doch mal noch die Presse und Social Media mit ins Boot. Was wäre denn, würde ein Leroy Sané 10 Spiele auf der Bank sitzen und nicht einmal eine Chance bekommen? Was wäre denn dann? Was wäre in jeder PK? Ja, so, das ist das zweite Thema. Ist doch klar, dass man das fast nicht aufmacht, Alter. Ist das Kacke? Ja, na klar. Ja, aber es ist doch wichtiger, dass das Team ein Team ist. Ja, dass die Teamchemie da ist. Und das sieht man doch gerade. Vergleich doch den Fußball, vergleich, wo wir stehen, wie erfolgreich wir sind mit letztes Jahr. So ist 1:1 dieselbe Mannschaft. So. Braucht man doch nicht darüber diskutieren, dass das sinnig ist, was er gerade macht. So, aber das heißt doch nicht, dass die Spieler das sagen, was abgeht. Ich glaube nicht, dass irgendein Spieler zur Kompanie geht und sagt, pass mal auf, du musst das so und so machen. Ich glaube, der wird den auffressen, Alter. Ja? Der Typ war jahrelang Kapitän und guck ihn dir an. Ich glaube nicht, dass da ein Spieler hingeht und sagt, Kompanie, wie es beim Nagelsmann der Fall war, wir spielen keine Dreierkette, weil. Ja. Ich glaube, dann kannst du dir mal ein paar Reaktionen angucken von Kompanie als Trainer. Google mal. Viel Spaß. Aber wie gesagt, der ist halt nicht doof. Der war jahrelang Fußballer auf hohem Niveau. Der weiß, wie wichtig es ist, dass du keinen Spieler in dieser Mannschaft hast, der sich ausgeschlossen fühlt und ein Stinkstiefel ist. So, das ist halt einfach wichtig. Und das haben wir letzte Saison gesehen, wie wichtig das ist. Ja. Und das umgeht er damit. Ganz einfache Kiste. Gefällt uns das? Nee, gefällt mir auch nicht. Ich würde es mir auch anders wünschen. Aber wie gesagt, da musst du den Verein in die Pflicht nehmen und nicht in Kompanie, der die erste Saison da ist. Ja. Ja, natürlich weiß er, dass er keine Top-Vereine haben will. Ja, über Kimmich brauchen wir nicht diskutieren, Alter. Kimmich spielt eine gute Saison bisher. Ja, wenn er mal schlecht spielt, gehe ich mit. Kannst du Kimmich halt auch mal auswechseln nach 60 Minuten. Das fühle ich, ja. Anstatt ihn dann auf die rechte Verteidigerposition zu schieben, wie es jetzt war, das sehe ich genauso. Aber ansonsten steht Kimmich gerade nicht zur Diskussion. Also nicht sportlich. Das Thema brauchen wir nicht wieder aufmachen. Das haben wir auch im letzten Stream gemacht. Oder vorletzter. Aber ja, ich weiß schon was. Wenn du auf den Status beziehst, gehe ich da mit, ja. Wenn Kimmich eine durchschnittliche Leistung bringt, ist das Wurst. Springt er eine schlechte Leistung, ist das Wurst. Er spielt halt 90 Minuten durch, weil er Kimmich ist. Ja, das stimmt. Genauso wie Manuel Neuer im Tor steht, weil er Manuel Neuer ist, sobald er laufen kann. Ja. Auch da, egal wie viel Torwartfehler er machen wird. Das ist egal, weil es Manuel Neuer ist. Ja, da gehe ich mit. Ist das schön? Nee, natürlich nicht. Ja. Gut, bei Manuel kann man das sagen. Der hatte die Situation halt schon, aber bei Josh gab es halt wirklich keinen Grund diese Saison. Deswegen weiß man gar nicht, ob ein Kompanie ihn nicht auf die Bank setzen würde. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke, dass
Das Dann Spiel, sag, es ist deine Meinung. das Spiel in Feyenoord hättest du ihn halt auswechseln können. Wenn nicht sogar müssen. Warum man dann Conny Leimer rausgenommen hat, der in der ersten Halbzeit noch mit der war, der am meisten Schwung gebracht hat, ist auf jeden Fall eine Sache, über die man diskutieren kann. Da kennt man die Hintergründe halt wieder nicht. Nee, natürlich nicht. Ja, natürlich stimmt das mit. Also jetzt mal ernsthaft, wir müssen doch jetzt nicht wieder anfangen und so blauäugig sein und sagen, Fonzie Davies bleibt ohne Handgeld. Leute, der Vertrag läuft aus. Auch ein Kimmich wird nicht ohne Handgeld bleiben. Punkt. So ist der Lauf der Dinge. Ja? Jeder Verein, der jetzt so auf den Kimmich zugeht, ob das Real ist, Manchester City, sonst wer, wird sagen, Josh, pass auf, hier 30 Mille fix und dann das im Jahr. Dasselbe beim Davies. Du musst ein Handgeld zahlen, wenn du in das letzte Jahr gehst. Da bist du selber schuld als Verein. Ja, das ist eine Katastrophe, aber so ist es. Und natürlich wird ein Fonzie Davies ein Handgeld kriegen. Ja, Manuel Neuer und Thomas Müller mal ausgenommen, weil das der Spätherbst der Karriere ist so. Da wird es kein Handgeld sehr wahrscheinlich geben, aber das will ich auch noch nicht mal ausschließen, Alter. Aber alle anderen Spieler, ja na klar. Natürlich zahlst du ein Handgeld. So ist der Lauf der Dinge, Leute. Das ist halt einfach so. Ja, das ist die größte Schande, wenn wir auf die Rückennummern gucken. Ja, das stimmt. Nee, warum sollte ihr Männer erstmal weiterlesen? Dann schreibt das doch gleich zusammen. Dann brauche ich doch nicht weiterlesen. Ich denke auch, dass Kompany seine Sache bisher gut macht, ja. Also nochmal, wenn du den Kader siehst, was er die letzten 2 Jahre performt hat, was er jetzt performt, brauchen wir nicht über Kompany diskutieren. Ja. Fertig. Im Großen und Ganzen ist das sehr gut. Dann sprechen wir von kaputten Knochen, wahrscheinlich, ja. Ja, aber guck mal, Ben, das durfte ja noch nicht mal als Tuchel. Ja? Das durfte ja noch nicht mal als Tuchel. Und glaub mal, was ein Tuchel für ein Standing hatte, wo er zum FC Bayern gekommen ist und was für ein Kompany für ein Standing hatte. Ja. Also, wie gesagt, man müsste sich die legendäre PK vom Tuchel nochmal angucken, wo er das klein einzeln zensiert. Ja. Wo er das klipp und klar sagt, dass er nicht so aufstellen darf, wie er will. Wegen vertraglichen Situationen, wegen irgendwelche Verbindungen von Spielern. Genau das hat er gesagt. In einer öffentlichen PK vom FC Bayern. Und ihr glaubt doch nicht, dass jetzt Kompany gekommen ist und man gesagt hat, nee, mach mal, wie du meinst. Ja, natürlich nicht. Vinny wird auch die Anweisung gekriegt haben, lass mal den Fonzie Davies die ganze Hinrunde spielen, egal was der für Leistung bringt, damit der zufrieden ist. Ja, 100 Pro. Könnt ihr von ausgehen. Meine Meinung. Nur ein Beispiel. Naja, ich denke, Vinny wird ein bisschen leistungsvoller agieren, wenn er die Spieler hat, die er gerne haben möchte. Ja. Und wenn er weniger, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn Alphonso Davies verlängern wird, seinen Scheißvertrag, was er sehr wahrscheinlich tun wird, weil es fürstlich belohnt werden wird, garantiere ich euch, er wird nächste Saison weniger Spiele machen wie diese Saison. Es sei denn, seine Kurve geht weiter nach oben. Weil dann gibt es keinen Grund mehr zu sagen, ach, Fonzie muss immer spielen. Josh wirkt oft genug überspielt, ja. Das ist ja auch der Punkt, den ich nicht verstehe. Das ist dasselbe aber mit Harry Kane. Ja? Auch ein Harry Kane kannst du mal nach 50, 60 Minuten rausnehmen, wenn es 3-0 steht. Fertig. Nehm ihn raus, alles gut, komm mal ein bisschen runter, genieß mal. Ja? Das gilt für viele Spieler in dieser Mannschaft.
Ich glaube noch nicht mehr, dass das von der Physis her ist, einfach psychisch. Ne? Einfach, dass du vom Kopf mal ein bisschen, wenn du alle 3 Tage spielst. Ne? Ja, und vor allen Dingen sieht der Josh dann immer aus, als würde er gleich anfangen zu weinen. Ja, selbst ein Kovac hat gewagt, Thomas mir auf die Bank zu setzen. Ja, und was ist passiert mit dem Kovac? Weißt du Bescheid, ne? Genau, das waren die Geister, die er rief, Alter. Ja, aber Kovac war auch der verkehrte Trainer für diese Mannschaft, Alter. Der Kovac-Fußball hat halt nicht zu dieser Mannschaft gepasst. Und das war auch ein Problem von Thomas Tuchel halt. Auch der Thomas Tuchel-Fußball hat nicht zu dieser Mannschaft gepasst. Diese Mannschaft braucht eine Spielart, die wir jetzt haben, die wir unterm Nagelsmann hatten. Nagelsmann ist leider an anderen Sachen gescheitert. Der ist nämlich genau an dieser Sache gescheitert, worüber ihr gerade hier ein bisschen gesprochen habt. An dieser Sache, dass er nicht dieses Standing hatte. Ja, ich glaube, Nagelsmanns Art Fußball ist schon sehr ähnlich zu Companys Art. Nur wenn da ein Vincent Kompany steht, Kapitän von Manchester City und so ein Typ, und der dich gleich anguckt, als würde er dich auffressen, und der dir was sagt, oder ob da Strahlemann, ja, der bei TSG Hoffenheim irgendwie Trainer war, nie irgendwie erfolgreich Fußball gespielt hat, der irgendwas erzählen will von irgendwelchen Systemen, dies, das. Ja, das war das Problem eines Nagelsmanns. Ja. So, der hat dann nur die Rückendeckung von diesen 5 Spielern gehabt. Josh, Blasels und nicht von den anderen. Manu, Müller, Blasels. Das war sein Verhängnis. So. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Und die Trainer dazwischen, die haben einfach nicht zu diesem Kader gepasst. Das ist halt einfach so. Dieser Kader braucht einen offensiven Spielstil. Fertig. Und nicht irgendwie, was weiß ich, ey. Also, wenn Dortmund wirklich einen Kovac holen sollte, dann, ja, Halleluja. Aber das ist mir egal. Ja, natürlich wird der Verein, er wird nicht sagen wegen seiner Laune, der Verein wird mit Sicherheit in Kompanie gesagt haben, pass mal auf, Winnie, der Vertrag von Fonzie Davies läuft aus, wir möchten den gerne halten, es wäre schön, wenn der eine wichtige Rolle in deiner Mannschaft spielt. Da kannst du aber von ausgehen, dass das gesagt wurde. Ja? So. Wahrscheinlich hat man sich vor der Saison da hingesetzt, hat gesagt, wie siehst du einen Davies? So. Hätte ein Company da gesagt, so ein Davies sehe ich gar nicht bei uns, dann wäre es ja kein Problem gewesen, dass der Verein sagt, pass mal auf, Fonzie, entweder gehst du jetzt oder du setzt dich an ja auf die Tribüne. Hätte man ja machen können. Ja? So, aber natürlich. Wie gesagt, ich guck dir die Tuchel PK nochmal an. Er hat es doch klar gesagt, wie das läuft beim FC Bayern. Meint ihr, das wurde dann jetzt geändert? Weil es jetzt ein Vincent Kompany ist, der ein super unerfahrener Trainer ist? Meint ihr, dann ist auf einmal alles anders, wie es unter Tuchel war, oder was? Da werden immer die Interessen des Vereins eine Rolle spielen. 100 Pro. Brauchen wir doch nicht drüber reden heute. Man hat zu Davies gesagt, letzte Saison, er hat ein Angebot vorliegen und er soll sich entscheiden. Genau, ja. Was macht Davies? Er hat uns einfach verarscht. Ja, genau. Weil der Verein das mit sich machen lässt. Ja. Ganz genau. Ja. Und jetzt verlängert man den Vertrag. Und warum verlängert man den Vertrag? Weil man wahrscheinlich mit dem Sani nicht verlängert. Und wenn man beide wegschickt, dann wahrscheinlich ein Jamal Musiala keinen Bock mehr hat, weil er keinen Bro mehr in seiner tollen Mannschaft hat. Ja. Also ich glaube doch nicht ernsthaft, dass der FC Bayern, ich meine, nimm nur die Aussage von Uli Hoeneß. So. Punkt. Das spiegelt es doch wieder. Wäre der FC Bayern noch niemals auf die Idee gekommen, mit Alphonso Davies den Vertrag noch zu verlängern. Das tut man nur, weil, ja, hä? Klar, eine Mutmaßung, aber sportlich gesehen ist Alphonso Davies kein entscheidender Faktor in dieser Mannschaft. Punkt. Gar keiner.
So wirklich gar keiner. Ja, so wirklich gar kein Faktor. Punkt. Kannst du auch einen Guerrero hinstellen. Natürlich ist der nicht so schnell, aber sportlich hätte er den gleichen Faktor, wie es ein Davis hat. Ja, ganz einfach. Ist halt so. Naja, die Spieler haben halt einfach zu viel Mitspracherecht über die Jahre entwickelt bei diesem Club. Aber das liegt halt daran, weil du den Kern dieser Mannschaft ist seit 10 Jahren da, Alter. Ja? Und dann kommt da ein neuer Trainer hin. Ob es dann Kovac war, ob es ein Ancelotti war, ob es sonst wer war. So. Die kommen dann dahin und die Mannschaft hat alles gewonnen, was zu gewinnen ist und die Spieler sind urlange da und ja, dann ist das halt einfach so. Ne? Und wenn dann der Trainer die verkehrten Spieler irgendwie aussortiert, die Spieler haben ein Standing in diesem Verein, was brachial ist und dann, ja, haben wir es gesehen, wie es läuft beim Kovac, oder? Ist halt so. So ist das aber überall. Ja, genau, du schreibst es. Denn genau so ist es auch. Ganz einfach. Das ist ja auch, was ich oft genug sage dann, ne? In den Videos auch. Man muss doch mal denken, wo wir herkommen, Alter. Guckt euch den Fußball der letzten 2 Jahre an. Und guckt euch den Fußball an, den wir jetzt spielen. Und ja, da muss man darüber hinwegsehen, dass auch ein Vinny sich den Gesetzen beugen muss. Und dass er nicht dahin kommen kann und sagen kann, ja, hier, Serge, King, Leroy, Leon. Nee. Also man hat es doch vor der Saison gesehen. Ja? Man hat es doch gesehen, dass wir noch ein Duet verpflichten wollten für die andere Seite. Also da braucht ihr mir doch jetzt nicht erzählen, dass ein Vinny unbedingt einen Gnabry, einen Sané und Coman gerne in dem Kader gehabt hätte. Er hätte gerne den Duet auf dieser Seite gehabt. Punkt. Ja? Nur Uli Hoeneß hat einen Riegel vorgeschoben. Das ist das ganze Problem an dieser ganzen Story. Und dann muss er diesen Kader, den er jetzt hat, halt moderieren und arbeiten und machen und tun. Und das macht er super. So. Aber ich glaube, wenn Kompany seine Vorstellung hätte umsetzen können, dann hätten wir den einen oder anderen Spieler gar nicht gesehen mehr in dieser Mannschaft. Bin ich mir 100% sicher. Und das werden wir wahrscheinlich, hoffentlich, die nächsten 2 Jahre dann erleben, wie dieser Umbau vorangeht. Ne? Ja, na klar, Olli. Na sicher kannst du das. Wenn du dann der kommende Superstar bist, dann, wenn du dich dann bei Musiala einschmeichelst und wenn dein Vertrag dann ausläuft, dann, ja. Wenn du dann diese Art Spieler bist, kannst du das wahrscheinlich machen, ja. Traurig, aber wahr, ja. So ist das halt. Ja, aber das hat Musiala doch auch nie gesagt. Hast du die PK gesehen von Champions League-Spiel? Also, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber du hast doch gesehen, was er gesagt hat. Und das hat man ihm doch auch abgenommen. Also für ihn ist das gar kein Thema, was da medial raus gemacht wird. So. Und ich nehme ihm das auch ab. Ja, aktuell haben doch die Spieler zumindest Spaß. Ja, selbst Stinkstiefel Leroy. So. Vor allem hast du doch auch gesehen, wo er dann endlich seine Tore gemacht hat, wie die ganze Mannschaft auch da war. Da sieht man doch, dass die Mannschaft funktioniert. Ja, und das ist halt das Wichtige. Und das hat ein Winnie geschafft. So. Das muss uns nicht gefallen, mir erst recht nicht. Ja, wegen mir, Alter, schick den Leroy mir egal wohin, nimm den Serge gleich mit. Ja, aber du siehst doch, dass die Mannschaft funkst. Ja, und das ist das Wichtige. So. Und ja, da musst du das in Kauf nehmen, dass diese Spieler spielen, obwohl sie grottig sind. Ja, wenn die Spiele gewonnen werden, ist das auch alles verschmerzbar. Es wird dann nicht verschmerzbar, wenn wir durch solche Geschichten dann ausscheiden. Na, wie es im DFB-Pokal der Fall war. So, da hätte Manuel Neuer nämlich auch nicht spielen sollen.
So, dann wird es wild und dann kann man das gerne zerreißen. So, aber vorher muss man das dann leider in Kauf nehmen, solange diese Spieler noch in diesem Verein sind. Und wir müssen hier Daumen drücken, hoffen und beten, dass es am Ende der Saison anders wird. Na? So ist es halt leider. So, und damit mache ich Feierabend, Leute. Lang genug gequatscht, 2,5 Stunden. Ja, die PKs sind auf jeden Fall langweiliger geworden. Ne? Die waren unter Tuchel schon besser. Ja. Ach ja. Wir warten mal noch so ein Jahr. Ne? Wenn wir dann die langweiligen PKs leid sind, dann machen wir mal so, ich reacte auf meine eigene Reaktion. Dann ziehen wir uns nochmal so 1, 2 legendäre Tuchel-PKs rein. Dann haben wir wieder Spaß am PKs. Aber wer weiß. Also ob ein Vini schon über den Berg ist, werden wir sehen, ne? Mit dieser Mannschaft. Werden die nächsten Wochen zeigen, denke ich. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, ne? Haut rein. Live sehen wir uns nächsten Montag wieder. Eigentlich wollte ich auch noch auf das Thema eingehen, von wegen hier mit den Talk-Streams und so. Müssen wir dann auch auf nächsten Montag verschieben. Fange ich dann nächsten Montag mit an. Damit ich das Thema auch mal durch habe und mal die Kommentare da angucke. Okay, wisst ihr schon mal Bescheid. Schönen Abend noch und drückt die Daumen für Mittwoch. Ja, da brauchst du keinen Daumen drücken. Mhm. Mein Tipp nehme ich schon mal vorweg, 7-1. Kommt aber dann im Taktikfuchs. Tschüssi.